Hey, 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 hey. Ach, herrlich, Leute. Schalalala. Lass erstmal den Chat auf mich wirken, wa? Leute, Servus erstmal. Und ein Servus gibt's auch von der Mara, sobald ich in den Chat gejoint bin, nämlich jetzt. Servus. Sag ich ja. So, was geht ab? Ist ja jetzt nicht so, dass das nicht vorhersehbar war, oder? Hätte das nur gedacht, dass Minjay und Upa zusammen so semi-geil ist, aber gut. Vielleicht fängt sich ja noch einer der beiden. Wäre ja gut, wenn einer mal konstant stark wäre, dann könnte den anderen ja vielleicht mitziehen. Aber wenn beide Katastrophe sind, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Aber ja, ich gucke erstmal durch den Chat durch, Leute. So, Chico, Servus. Karl-Heinz, Servus. Max, Niklas, Martin, Marcel, Ramme. GB natürlich. GB sofort wieder rein in Minjay, ne? Direkt drauf, ne? Frech, Alter. Stefan, King, Chico hatten wir, Chris, Emil, Hase, Connexi, Niklas, Mara. Ist auch da, haben wir schon gehört, WhatsApp. Gecko of Collar. Geil. Patrick, Servus, Karl-Heinz hatten wir. Ja, Leute. Streamtitel ist bekannt, wa? Ich habe noch keine Kommentare gelesen. Ich denke, da sind ein paar Knaller-Kommentare bei. Unter meiner Spielanalyse. Ich war ja echt skeptisch, was meine Benotung anging. Aber dann habe ich gestern mal auf dem Scheißhaus noch so ein, zwei andere Pressebenotungen gelesen. Die waren ja nah bei mir.
Also lag ich ja gar nicht ganz so falsch. Wild. Ich habe mich sehr schwer getan diesmal mit der Benotung, muss ich zugeben. Bei dem einen oder anderen Spieler. War halt viel Mittelmaß, würde ich sagen. Vorspiel ist was für Anfänger? Nee, Gibi. Vorspiel ist was für Könner. Für Genießer. Verstehst du? Eieiei. So, Champions League Auslosung ist Donnerstag, ja. Ob die klassisch übertragen wird? Was meinst du mit klassisch? Ich denke nicht, oder? Ich denke Sky News wie immer, aber das ist dann meistens Free TV. Sky News, wenn die Champions League Auslosung ist, oder? Ansonsten bestimmt auch irgendwo auf uefa.com oder so im Livestream, oder? Soll ich mal gucken? Bestimmt. Heutzutage ist doch alles irgendwie im Livestream. Obwohl bei der UEFA wahrscheinlich nicht, weil die verkaufen das ja wahrscheinlich noch an Fernsehanstalten, oder? Stimmt, RTL oder so ein Scheiß. Champions League Auslosung im TV. So, aber ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen. Das macht doch eine KI, oder? Es steht doch keiner mehr mit Bällchen im Lostopf und sowas. Das gibt's doch nicht mehr. Champions Auslosung nur im Pay-TV. Ja. Wisst ihr schon Bescheid. The Zone wahrscheinlich. Bla 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 bla. Was? Somit hat sich die Frage auch erledigt, ob wir da live sind. Die Auslosung der Champions League wird am Donnerstag live übertragen, allerdings nicht im Free TV. Die Ziehung ist bei Pay-TV-Sender Sky Sport News und online im Livestream des ZDF via Mediathek. Also unter UEFA via Homepage zu sehen. Ach, guck mal, habe ich doch recht gehabt. Hä? Wenn die sich das nehmen lassen, das irgendwo zu streamen. Auch in der nun anstehenden Saison werden die Spiele der Champions League, bla bla bla, ja. Also könnt ihr im Livestream gucken bei ZDF oder UEFA. Punkt. Weiß nicht, wie viel Uhr ist die denn? Wahrscheinlich wieder mittags oder so, ne? Ich hätte es nicht schließen sollen. Champions League Auslosung. Uhrzeit. (8:30 Uhr). Was, 8:30 Uhr? Letzte Paarung und der Ablauf der Auslosung werden hier ab 8:30 Uhr am Tag der Auslosung verfügbar sein. Na gut, das ist ja wild. Eine Uhrzeit, wann das stattfindet, gibt's nicht. Ja, keine Ahnung. Wenn das nicht in meiner Arbeitszeit wäre, würde ich da live gehen, ja. Könnten wir mal angucken, tue ich mir eh. Ja, aber Donnerstag bist du eigentlich verplant. Ja, aber auch erst um 19 Uhr. Wird doch nicht abends um 19 Uhr kommen, oder? Lejan schreibt 18 Uhr. Okay. Ja, wir werden es sehen, wenn spontan. Ansonsten bin ich ab 19 Uhr verplant, das ist richtig. So. Wolfi hat die Ehre, das ist auch schön. Manfredo, Servus. FC Bayern hat nicht nur ein Problem in der Innenverteidigung. Ja, aber ich hab sonst eigentlich wenig Probleme gesehen, muss ich sagen. Können ja erstmal einen Blick zurückwerfen. Ich habe es ja, der Großteil wird ja mein Video schon gesehen haben. Also ich habe eine starke erste Halbzeit gesehen mit schon wackeliger IV, obwohl Wolfsburg kaum offensiv stattgefunden hat. Zweite Halbzeit haben wir mal wieder in gewisser Weise ein bisschen Sechserprobleme gehabt, ein bisschen Außenprobleme und Innenverteidigerprobleme. Machen wir es kurz. Defensivprobleme. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn du einen Davis aufstellst, der, weiß ich nicht, gefühlt gar nichts in der Vorbereitung gezeigt hat, ja, der null Form hat, was erwartet man dann auf der Außenposition? Ja, dass ein Boe halt defensiv, hat er auch seine Schwächen gehabt, definitiv. Aber auch da, was erwartet man da? Auch der Junge war mehr verletzt, wie er trainiert hat. Ja, dafür hat das sehr gut gemacht, gerade in der ersten Halbzeit offensiv. Warum nicht andere Spieler aufstellen? Warum nicht ein Guerrero, der die ganze Vorbereitung als Linksverteidiger gespielt hat? Warum da nicht ein Aznu da hinten rechts hinstellen? Oder wenn man meint, der ist nicht körperlich genug, ja, dann stell meinetwegen den Leimer dahin. Wofür hast du den?
Ja, ist eine Maschine, der Conny. Rechtsverteidiger zwar jetzt auch nicht der geilste, aber doch mit Sicherheit ein anderes Kaliber. Ja, gerade dann ab der 60. Wo das Spiel gekippt ist. Warum hat man da nicht reagiert? Das habe ich halt nicht verstanden. Ne? Dann Kimmich dahin zu schieben, what the fuck? War so Banane, wie es nur sein kann. Ja? Und warum nicht ein paar Linien in dieser Phase einfach als Sechser hinstellen? Alles wäre gut gewesen. Ja? Hätten wir doch gar keine Probleme gehabt. Abgesehen von der Innenverteidigung. Ja? Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ja? Aber man muss halt auch sagen, dass der Rest drumherum, ne, halt auch scheiße war. So. Und dann hast du da Min-Jae und Opa, die mit Sicherheit viel Potenzial haben und stark sein können. Aber wenn sollen die beiden das dann rausreißen, wenn der Rest drumherum auch Rotze ist, das wird halt nichts. Ne? So, es wurde dann erst besser, wo ein Eric Dyer auf dem Feld war. Die letzten 10 Minuten war dann wieder ein bisschen mehr Stabilität da. Und das, obwohl wir eine Dreierkette gespielt haben mit einem Fonsi als links in der Dreierkette, war. Also Bild, Katastrophe. Aber sonst habe ich keine Probleme gesehen eigentlich. So, Offensivspiel war okay, ja, war teilweise wieder ein bisschen langsam. Ja, können wir das Thema Kimmich wieder aufmachen, hat es dann teilweise ein bisschen langsam gemacht, aber gut, das wird sich auch nicht ändern. Das ist Josh und so spielt er Fußball und ist auch alles gut. Ja, es hat ja gut geklappt, erste Halbzeit mit dem Pavlo. Wie ich schon im Video schon sagte, für mich zweite Halbzeit hätten Kompanie reagieren müssen. Na, hätte die Mitte dicht machen müssen, Palinja bringen, Feierabend. Und direkt ein Eric Dyer, da brauchen wir gar nicht drüber reden. War bei mir eine Startelf. Ja, Taktikfuchs, zack, ich habe gesagt, Eric Dyer muss diese Saison jedes Spiel spielen, wenn du nicht noch einen Innenverteidiger verpflichtest. Feierabend. Ja, du brauchst jemanden, der die Viererkette organisiert. Und wenn man den Licht wegschickt, ja, dann muss es halt der Eric machen. Ne? Und der Eric kann es ja, was das anbelangt, sogar noch mal einen Tacken besser wie ein Licht. So. Ja, aber dann kannst du nicht Min-Jae und Opa dahin stellen. Die sagt Wolfsburg, nichts gegen Wolfsburg, aber Wolfsburg ist mit Sicherheit jetzt nicht die offensivstärkste Mannschaft in der Bundesliga. Ja, da gibt es bestimmt noch 5, 6, 7 Mannschaften, die offensiv stärker sind wie Wolfsburg. Und wir sind da schon geschwommen, Alter. Ja. Unsere Innenverteidiger waren teilweise gar nicht auf der Innenverteidigerposition. Da waren Boe und Fonsi. Die waren auf der Innenverteidigerposition. Das hab ich gar nicht gerafft und nicht nur einmal. Ja? Auch beim Gegentor. Oder beim Elfmeter halt. Ja? Wovon sie nicht rausgerückt ist. Da waren die beiden, unsere Außenverteidiger waren auf der Innenverteidigerposition. What the hell? Was ist das denn für eine Taktik? Also, das war wild. Ja, und nochmal, das war Wolfsburg, Leute. Ja? So, das ist meine Meinung. Jetzt könnt ihr mal eure reinballern. Ich habe ja gesehen, ist schon durchgetickert hier. Ich scroll mal ein bisschen. Wenn Opa und Kim in dieser Saison unser Hauptinnenverteidiger sind, kann der Bayern-Shop bald Herztabletten anbieten. Die werden dann gut weggehen. Ja. Ja, definitiv. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass ein Kompanie das nicht sieht. Also nochmal, der war ja Innenverteidiger. Also, ich meine, wenn nicht er, wer soll es dann wissen, dass man in der Viererkette auf jeden Fall einen braucht, der Chef ist, ja. Und das können beide nicht. Das kann Opa in seinem 3. oder 4. Jahr, was er jetzt bei uns ist, und Min-Jae anscheinend schon gar nicht vom Typ her. Was ja auch okay ist. Ja. Und wenn ich dann immer höre, hier auch Semi Khedira und die Presse, ja, Min-Jae war in der Serie A ein Monster. Ja, ich weiß nicht, mit wem er da gespielt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Abwehrchef war. Kann ich mir bei bestem nicht vorstellen. Ja. Der braucht halt wahrscheinlich einfach einen Spieler neben sich, der ihn führt. Genauso wie es ein Opa braucht. Goretzka und Dyer in der Innenverteidigung. Ja, komm, Leon haben wir auch noch nie in der Innenverteidigung mal gegen starken Gegner gesehen, wa? Klar, wäre ein Versuch wert, keine Frage, würde ich mitgehen, aber ich glaube auch nicht, dass er da unbedingt Bock drauf hat. Ja, aber die Räume waren ja jetzt nicht so offen auf der Sechserposition, ne? Das muss man ja mal sagen. Also die Räume, wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, auf die Sechserposition, ja, dann, wo wir unter Druck waren, ja, da war es schwierig. Aber ich meine, guck dir die Szene mit dem Elfer an. Wer war es? Pavlo, glaube ich. Pavlo war dann der Libero, neben Davis und Boye. Ja, also Pavlo war schon in den Räumen dann der 6. Aber du kannst halt von Pavlo nicht verlangen, dass er dann die Mannschaft führt. Ja?
Und dass er dann der ist, der da vorangeht und da irgendwie Ruhe ins Spiel bringt oder so. Uns fehlt halt so ein, auf der Posi dann wieder so ein Alonso. So ein Alonso oder so ein Thiago, der dann einfach, zack, komm, ich bin jetzt hier der Chef, einfach mal den Speed rausnimmt, ja. Ruhe ins eigene Spiel bringt, kamen wir ja gar nicht. Wolfsburg hat uns ja Viertelstunde, ja, beherrscht. Aber die Räume waren auf jeden Fall besetzt auf der 6er-Position. Es war jetzt nicht so, dass die Räume da so offen waren, wie es letzte Saison war. Aber ein paar Linien hätte auf jeden Fall gut getan. Und ich hab's, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was man da diskutieren muss. Der gehört in die Startelf auf die 6er-Position gesetzt, fertig. Wenn man unbedingt an Kimmich festhalten will, Kimmich auf die 8, fertig. Ja, da muss man nicht rumdiskutieren. Also, ich verstehe es nicht. Und wenn man das Spiel auch gegen die Grasshoppers gesehen hat und das Testspiel davor, wie stark ein Palinja war, geht in meinen Schädel nicht rein. Geht wieder in meinen Schädel nicht rein, warum der nicht spielt. Ja, wenn das jetzt so eine Farce annimmt wie die ganzen letzten Jahre, wir haben wieder einen verpflichtet, der in Konkurrenz geht zu Spieler X und dann nicht spielen darf, Alter, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann können wir den Verein auch abmelden langsam. Mann. Junge. Und dann sitzt er 90 Minuten draußen, das müsst ihr euch mal reintun. Guckt ihr auch mal die Wechselzeiten an. Ja. Was waren denn das auch für Wechselzeiten? Das war ja Tuchel hoch 10, Alter. Ja, komm, wir gucken uns die Scheiße mal 70 Minuten an. Ja, wir haben 3-2 gewonnen am Ende, von daher alles gut. Ja? Aber wild. Davies war Katastrophe, ja. Weiß ich auch nicht. Gerard, hau rein. Ja, Transfers brauchst du jetzt nicht tätigen. Ja. Was willst du jetzt für Transfers tätigen? Du musst halt die richtigen Spieler aufstellen. Feierabend. Wir haben Kader ist groß genug, ist gut genug. Ja, du könntest natürlich nochmal einen Anlauf beim Tar machen, aber das scheint ja festgefahren zu sein. Ansonsten, du musst einen Eric Dyer halt aufstellen. Feierabend. Ja, der ist prädestiniert dafür, eine Abwehrkette zu führen. Ja, gut. Und ansonsten muss ein paar Linien aufstellen. Leute, jeder, der den bei der EM gesehen hat. So, Feierabend. Ja, da marschiert keiner durch die Mitte durch. Da siehst du auch mal wieder eine Grätsche, obwohl da muss ich mal einen Kimmich loben, war gegen Wolfsburg. Kimmich hat schon hart Zweikämpfe geführt, ne? Da muss keiner irgendwie auf den Kimmich rumhaken. Auch Fouls hat er gezogen, ne? Aber weiter vorne nicht auf der 6er-Posi, ne? Also das hat ihn ganz gut getan, glaube ich. Also da war er echt stark. Hat im richtigen Moment auch das Foul gezogen dann. Das hat er gut gemacht. Ja, aber ich glaube, wir sind immer noch in dieser Sache gefangen, so, ja, wir spielen mit einer Doppel-6 spielerisch oder so, ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber jetzt ein paar Linien nicht verpflichten brauchen für 50 Mille. Ja? Für was? I don't know. Palin muss gegen Freiburg spielen, ja, 100%. Der muss jedes Spiel spielen, wenn er fit ist. Zumindest wenn du mit der Innenverteidigung spielst. So, da gibt's keine Alternative, Alter. Dann brauchst du einen richtigen Sechser, der dazwischen ist. Ja? Das geht nicht anders. Wenn du mit Eric Dyer spielst, meinetwegen, dann kannst du auch mal gerne Kimmich, Pavlo da rumtänzern lassen. Ist ja alles gut. Ja? War jetzt auch nicht so schlecht. So, aber dann kannst du keine wackeligen Innenverteidiger dahinter haben. Das klappt nicht. Ja? Dann brauchst du da hinten eine stabile Viererkette. Kane bekommt morgen den Schuh verloren. Ja, das ist bestimmt, was ihn richtig interessieren wird. Uwe, guten Abend. Genau, die komplette Verteidigung war eine Katastrophe. Muss man auch sagen. Da braucht man nicht nur Minjay nennen. Wie gesagt, das war Katastrophe. Ja. Und nochmal, das war Wolfsburg, die jetzt vorne nicht diese Killer, was weiß ich was, in der Offensive haben. Also. Wild, ne? Aber fairerweise muss man ja auch sagen, hätten wir in der ersten Halbzeit 3 Stück gemacht, wäre es natürlich auch anders gelaufen. Aber dann wäre Wolfsburg vielleicht nicht mehr so aufgekommen und man hätte über die Defensivprobleme hinweggetäuscht. Von daher war es wahrscheinlich sehr gut, dass es so gekommen ist. Ja? Dass man dann mal sieht, was das Problem ist.
Nein, du brauchst keine anderen Innenverteidiger. Wir haben genug gute Innenverteidiger. Ja, man darf nicht vergessen, Stani ist verletzt, Ito ist verletzt, die kommen wieder. Ja, klar, das dauert jetzt ein bisschen. Du musst einfach einen Erbek Dyer aufstellen. Punkt. Was gibt's da zu diskutieren? Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, Erbek kam rein, Dreierkette, zack, fertig. Habt ihr danach noch nur ansatzweise mal einen Wackler gesehen in der Defensive, dass Wolfsburg noch mal irgendwie gefährlich da war? Nee, Erbek. Punkt. Ja, der ist nicht der nach vorne wegverteidigt. Der ist nicht, was weiß ich, 33.000 Kilometer schnell, wenn er sprinten muss. Habt ihr gesehen, was er durch Stellungsspiel weggemacht hat, die letzte Viertelstunde? Ja. Dazu hat er einen super Diagonalball, einen super langen Ball. So, wo ist das Problem? Du hast den Spieler, den du brauchst. Du musst ihn halt einfach nur aufstellen. Und dann stellst du einen Opa und einen Minjay daneben und gut ist. Ja. So, und entweder fängt sich da dann einer von und übernimmt vielleicht sogar ein bisschen, lernt ein bisschen vom Erbek, ja, dass er dann vielleicht mal reinwächst in diese Rolle. Wer weiß. Aber das ist der Way to go in meinen Augen. So, also mit Minjay und Opa in der Innenverteidigung, Alter, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass wir hier nur ansatzweise um die Meisterschaft spielen, Alter. Wenn du dir mal anguckst, wie wir dann ins Spiel zurückgekommen sind durch ein Ecken-Eigentor. War? Und dann noch der Pfostenschuss von Wolfsburg, dann noch die Riesenchance von Behrens. Alto Belli. Ja? Also. Brauchen wir nichts weiter zu sagen. Ja? Die ganzen Träumer, die von Meisterschaft reden und sonst was. Und dass das alles ein bisschen dauert mit der Kompanie und dass der Kompanie auch erstmal sehen muss, dass halt die Probleme da sind, wenn die beiden auf dem Platz stehen. Das ist ja nichts Neues, war letzte Saison schon so. Ja, aber der ist ja nicht doof. Ja? Aber Aufstellung habe ich auch nicht verstanden. Ich habe auch die Auswechslung nicht verstanden. Also das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, wenn da ein Kompanie sitzt und einen von Leistung erzählt. Ja, und von Arbeiten. Habe ich nicht verstanden. Was mir gut gefallen hat, war dann, habe ich ja auch im Video gesagt, auch wenn ich es nicht gerafft habe, einen Kimmich nach hinten rechts zu stellen, was für mich sinnfrei war, aber dass man dann überhaupt versucht hat einzugreifen und was zu ändern, war. Warum wir dann auf einen Sechser gestellt haben, der dann Pavlovic hieß, war komplett Banane im Kopf. In meinen Augen habe ich nicht verstanden. Ja? Und dann Musiala auf die 8 zu ziehen, der sowieso nicht mehr ansatzweise das Gefühl hat, dass er hätte noch irgendwelche Kräfte, um noch weiter zu spielen. Aber wie gesagt, das Gute daran, man hat eingegriffen. Das haben wir unter dem Tuchel halt nicht gesehen. Ne? Der Tuchel hätten wir 90 Minuten das Ding weitergespielt und hätten das Spiel wahrscheinlich 3-1 verloren. So hat man versucht, was umzustellen. Dann hat man später noch den Erbek gebracht, zum Glück. Hat auf die Dreierkette gestellt, dann war wieder Sicherheit da. Also das war gut. Ne? Wir werden sehen, ob jetzt die richtigen Schlüsse daraus. Wenn die richtigen Schlüsse jetzt gegen Freiburg daraus gezogen werden von Kompanie, dann ist alles gut. Ja. Und der richtige Schluss ist für mich, ein Davis darf definitiv nicht auflaufen, Alter. Und ein Erbek Dyer gehört in die Innenverteidigung. Und ein paar Linien auf dem Feld. Ob der da mit dem Kimmich rumläuft, mit dem Pavlovic, mit dem Conny Leimer, selbst mit dem Leon ist mir am Ende des Tages egal. Oder meinetwegen mit dem Musiala und Müller davor ist mir auch scheißegal. Ja, aber es gehört der richtige Sechser auf dem Feld. Punkt. Dreierkette ist vielleicht unser Ballerbieren in der IV die beste Formation. Ja, wer weiß. Ist ja nicht so, dass ein Dyer das nicht kann, wa? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, du musst einen Opa und einen Minjay rausnehmen. Wie gesagt, die funktionieren halt einfach beide zusammen nicht gut. Ja? Ich denke, beide brauchen einfach jemanden, der sie anweist. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, aber beide Innenverteidiger, GB, haben das gemacht. Opa genauso. Opa und Minjay, vielleicht war es eine taktische Anweisung, ich weiß es nicht, ja. Aber die waren ja beide vogelwild nicht auf ihren Innenverteidigerpositionen teilweise. Ja, wie gesagt, guck dir mal die Szene mit dem Elfmeter an. Wo war da unsere Innenverteidigung? Oder beim Pfostenschuss. Wo war da die Innenverteidigung? Ganz wild, keine Ahnung. Ja, WhatsApp, das haben wir ja letztes Jahr schon gesagt.
Ich kann den Minjay auch nicht beurteilen bei Neapel. Ja, das habe ich halt auch nicht verstanden. Dass der Innenverteidiger dann auf Rechtsverteidigerposi geht, der Sechser sich dann fallen lässt auf die Innenverteidigerposition und der rechte Verteidiger dann, was hat er gespielt? Halbposition im Mittelfeld oder was? Das ist ja alles gut und schön, wenn du im Ballbesitz bist, aber wenn der Gegner den Ball hat oder den Ball erobert, ja, dann muss die Viererkette auch wieder ruckzuck in ihrer Formation stehen. Ja, ansonsten brauchst du so eine Faxen nicht machen. Ja, warum Davis gespielt hat, kann ich auch nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, fragen wir nicht. Ist für mich, entweder wollte man ihn nochmal ins Schaufenster stellen, um zu zeigen, ja, er ist fit. Oder aber, wir werden es die ganze Saison so sehen, man wird ihn Honig in den Arsch blasen, damit er seinen Vertrag verlängert. Also anders kann ich mir das auch nicht erklären. Weil aufgrund von irgendeiner Leistung, ja, und das ist ja das Traurige, deswegen bin ich auch gespannt aufs Freiburg-Spiel, aufgrund von irgendeiner Leistung kann Davis dann nicht gespielt haben. Die Leistung war eine Katastrophe und die Leistung war vorher in der Vorbereitung auch katastrophal bei ihm. Keine Ahnung, also. Und das dann 90 Minuten wieder durchgezogen, ne? Kommt man nicht auf die Idee, nachdem der Davis schon allein in der ersten Viertelstunde Katastrophe, konnte noch niemals einen Ball annehmen, Alter. Kommt man nicht auf die Idee zu reagieren und Guerrero zu bringen, ne? Also, weiß ich auch nicht. Wild. Ja, wieso Kimmich war doch gut im Mittelfeld. Kimmich war gut im Mittelfeld. Erste Halbzeit war das echt gut, das Zusammenspiel mit Pavlo und ihm. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich sehe Kimmich nicht als Rechtsverteidiger. Sorry. Nicht für das Geld, was er verdient. Würde mich interessieren, ob Opa und Minjay besser klarkommen mit Palhinha davor. Das ändert ja aber nichts daran, dass eine Viererkette organisiert werden muss. Und das kann nicht ein Palhinha machen, der vor der Viererkette spielt. Das muss schon einer der Innenverteidiger machen. Ne? Und das können die halt nicht. Beide nicht. Das ist das Problem, was ich sehe. Sechser, Servus. Mir geht's gut und dir? Ja, das müsste Kimmich halt beweisen, ob er ein guter ZM ist, ne? Aber er ist kein guter defensiver ZM, ne? Da gehe ich mit, ja. Und was ich bisher gesehen habe, war gut. Ne? Wie gesagt, er war fickrig in den Zweikämpfe, hat zur richtigen Zeit gefoult. Alles war gut. Kimmich hat dann wieder die Probleme gekriegt, wo Wolfsburg halt aufkam. So, aber das kannst du ihm ja auch nicht vorwerfen, weil Kimmich kein Sechser ist, Alter. So, sollen wir ihm das jetzt vorwerfen oder was? Das sehen wir seit 2 Jahren, dass er das nicht ist. Er ist kein defensiver Sechser, Punkt. Und das hast du gesehen. Mein Kompanie hat ihn da nicht umsonst auf die rechte Verteidigerposition gestellt und hat gesagt, oh nee, dann spiele ich lieber nur mit einem Sechser, der heißt Pavlovic. Warum hat er das wohl gemacht? Weil Kimmich gerade so stark war auf der Posi? Simon Prie supportet mit 2 Euro. Eben Uns nicht. 2 Xuffer und ein rot-weißes Servus in die Runde. Genau. Simon, danke für die 2 Euro. Was ja auch okay ist. Ne? Das ist halt nicht seine Posi. Mein Gott. Das Thema müssen wir auch nicht wieder aufmachen. Und dann hat er dann doch wieder zurückgezogen. Also, weil dann auf Dreierkette gestellt und ach. Es ist ja gut gegangen, wie gesagt, wenn wir die positiven Sachen mitnehmen, war, der Trainer hat reagiert, meiner Meinung nach ein bisschen spät, vielleicht auch den einen oder anderen Spieler ein bisschen falsch. Aber dann mit der Dreierkette, mit Eric Dyer war es eine gute Geschichte. Für mich ist entscheidend jetzt, wie die Aufstellung gegen Freiburg aussehen wird. Ja, ob man jetzt daraus lernt oder ob man jetzt unbedingt Opa, Minjay, Davis da durchdrücken will in der Viererkette. Ja, das wird so das Ding werden. Ja, na klar, wir müssen das auch nicht überbewerten. Es ist ein Auftaktspiel, ist 3:2 gewonnen, also ist alles gut. Wenn wir jedes Spiel 2 Gegentore kriegen, wie die Mara heute zu mir sagte, dann müssen wir halt jedes Spiel 3 Tore schießen. Dann wären wir deutscher Meister, ganz einfach.
Schiri war bodenlos, ja. Schiri war wirklich bodenlos. Also Schiri war wirklich bodenlos. Ich habe selten so einen schlechten Schiedsrichter gesehen. Ja? Was er teilweise an Fouls übersehen hat, Katastrophe. Ja, wirklich Katastrophe. Ja, über diese Handelfmeter-Geschichte, Leute, darüber reden wir auch seit 2 Jahren. Da sage ich nichts mehr zu. Was soll ich dazu sagen? Bin interessiert. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass wir eine katastrophale Abwehrleistung gezeigt haben, oder? Hätten wir das Spiel jetzt aufgrund dessen verloren, ja, dann hätten wir uns ein bisschen mehr aufregen können, aber so, mein Gott, wen interessiert. Ich glaube, das ist Mr. Blackwings hier, ohne Witz, jetzt können Upa und Kim vielleicht vom Dyer was lernen. Sind die einfach zu schlecht? Nee, ich glaube, das ist einfach eine Typsache. Also ich glaube, wenn der Typ Anführer ist, ist man der Typ Anführer. Ja, wenn man der Typ Führungsspieler ist, ist man der Typ Führungsspieler. Punkt. Und wenn man das nicht ist, ist man das nicht. So, ich meine, Opa ist jetzt im 3. Jahr da, der wurde geholt als der neue Abwehrchef und er ist nie reingewachsen in die Rolle, weil er das einfach vom Typ her nicht ist. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. So, wir sind ja alle unterschiedlich. Ja. Der eine geht voran, der andere nicht so, der eine versucht's, kann es aber nicht wirklich. Ja, und gut. Und du merkst ja ihr braucht ja nur gucken. Habt ihr gesehen, wo der Eric Dyer eingelaufen ist? Auf dem Feld, zack, direkt hier, zup, zack, Mitte hingestellt und direkt alles organisiert. Ja, und das ist halt einfach so. Das ist sein Wesen, seine Art. Ne? So wie es beim De Ligt auch war. Beim Dyer ist es noch ein bisschen ausgeprägter, ja. Kannst du das lernen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man so den Typ so verändern kann, dass der jetzt auf einmal anfängt, da ich bin jetzt hier der große Abwehrchef und weist die Leute hier an. Ich glaube das nicht. Vielleicht ist der Minjay das und hat es bisher sich nicht getraut zu zeigen bei uns, weil, ja, muss auch erstmal ankommen und so, ne? Also, dass Opa das noch wird, nee. Das ist für mich abgefahren. Dafür ist er zu lange da und hat das nie irgendwie hingekriegt. Ja. Ja. Da muss er im Discord mit den richtigen Leuten diskutieren, GB. Mit seinen progressiven Pässen und Pässen, 5 Pässe über der Mittellinie und bla und Sülz und die ganzen hirnrissigen, dummen, idiotischen Argumente gegen die Ligt. Also. Aber ist doch schön, dass die Leute jetzt keinerlei Argumente haben, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich will es jetzt auch gar nicht an Minjay festmachen. Ja, vielleicht ist Minjay ja auch das Biest, was er angeblich in der Serie A war, wenn er einen Spieler wie ein Eric Dyer neben sich hat. Hat er nie gehabt. Auch letzte Saison nicht. Ja, denkt mal zurück. Wenn Minjay gespielt hat, immer mit Opa. Und umgekehrt. Ja? Immer. Du hast nicht einmal mal Minjay mit einem Dyer gesehen oder einen Opa mit einem Dyer. Super selten. Ja? Man hat es nie versucht. Ich weiß nicht warum. Frag mich nicht. Aha. Warum ist denn Eric Dyer kein Spieler, um eine Champions League zu gewinnen? Hau mal raus, Rama. Und machen wir am besten dann mit Ed Zagos, dann sehe ich das vielleicht auch gleich nochmal. Das ist ja wieder ein Statement, Alter, da würde ich gerne mal nur ein sinniges Argument zu hören. Warum Eric Dyer kein Spieler ist, um eine Champions League zu gewinnen. Das ist ein sehr geiler Krug aus Dänemark. Wo wir ja Anfang des Jahres im Urlaub waren. Genau, fürs erste Spiel waren erstmal die 3 Punkte sehr wichtig. So sieht's aus. Sehe ich genauso. Und die waren ja teilweise wirklich weit entfernt. Ja? Von daher. Ja, da muss, wie gesagt,
Palhinha auf die 6, dann wird schon mal ein bisschen mehr Stabilität da sein und ein Eric Dyer hinten in die Innenverteidigung, der wird die Viererkette organisieren und dann glaube ich, wirst du schon stabiler stehen. Aber wahrscheinlich ist Eric Dyer nicht diese Art Spieler, der dann irgendwie, wie wir es gesehen haben, dann auf einmal auf der rechten Verteidigerpose ist und der andere Innenverteidiger da und der da und der da. Weiß ich aber auch nicht. Müsste man halt einfach mal sehen, ne? Selbst Akai könnte besser verteidigen als Upa und Kim. Ja, für 2 Minuten bestimmt, danach ist keine Luft mehr da. Fehlt einfach einer wie Lucio. Ach, Lucio war doch auch kein guter Verteidiger. Leute, was ist denn los, ey? Lucio war eine Maschine nach vorne, ja. Er war auch schnell, zweikampfstark, aber Lucio hat auch seine Klopper drin gehabt. Ja. Wie gesagt, mein Take ist, dass keiner von den beiden die Viererkette organisieren kann. Die brauchen einfach einen dabei, der die führt. Upa und Kim. Deswegen taugen die zusammen nichts. Ja? Das ist ja ganz einfach. Du hast keinen, der da kommuniziert. Siehst du doch, wenn die auf dem Feld stehen. Der Opa kommuniziert dann, wenn irgendwas scheiße gelaufen ist. Dann riecht er sich auf. Aber vorher wird da doch nicht kommuniziert und mal irgendwas angezeigt oder sonst was. Wir müssten mal auf den Eric Dyer achten, wenn da gespielt wird. Ja? Ja. Das ist Nigen, da gehe ich mit dem Take. Wahrscheinlich denkt Bayern, dass es Musiala nur im Doppelpack mit Davis gibt. Ja. Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich auch ein Argument ist. Was traurig ist, aber ja. Anders kann ich mir das auch teilweise nicht erklären, wenn ich ehrlich bin. Harry Kane war stark. Klar war Harry Kane stark. Hat selber leider kein Tor gemacht, aber sonst war er stark, wie immer. Ja, hat gekämpft wie ein Löwe. Ja, habe ich auch im Video gesagt. Hat er das gemacht, was ein Kapitän machen sollte. Ja, vielleicht sollte man ihm einfach mal die Binde geben. Mal so als Zeichen. Ja, keine Ahnung, GP. Ich weiß es auch nicht. Also vor allem widerspricht das ja auch mit dem Davis von Anfang an allem, was ein Company bisher geäußert hat. Wir müssen arbeiten, es geht nach Leistung, bla bla bla. Ich meine, wenn Davis jetzt ein super Spiel gemacht hätte und uns alle mundtot gemacht hätte, hätte man ja sagen können, ja geil, hat der Trainer recht gehabt. Ja? Aber genau das Gegenteil war ja der Fall. Das war ja eine Leistung zum Vergessen, Alter. Aber richtig zum Vergessen. Da war ja gar nichts. Defensiv, Katastrophe, offensiv, keine Akzente gesetzt. Es war einfach nichts. Ja? Und das, obwohl Guerrero war jetzt auch nicht super stark in der Vorbereitung, aber jetzt auch nicht super schlecht. Also, keine Ahnung. Wild. Ganz wild. Vielleicht hat er sich gedacht, so das Zusammenspiel klappt ganz gut mit Musiala dann, weil die sich gut verstehen oder was. Ich weiß es nicht. Aber ist ja auch okay, wenn man das dann ausprobiert. Aber dann muss ich doch... Oh, Alter. Ich wiederhole mich wie letzte Saison. Da muss ich doch allerspätestens in der 60. Minute mal reagieren. Eigentlich schon in der Halbzeit, oder? Nach so einer Katastrophenleistung von Davis. Der war ja schon schlecht, wo Wolfsburg noch gar nicht offensiv stark war. Hä? Simon, nochmal danke für die 2 Euro. Ja klar spielen andere Faktoren auch eine Rolle. Wir haben doch den Tuchel Wein gehört letzte Saison. Er hat die Faktoren doch alle aufgezählt. Ne? Die langfristige Planung. Da sind wir dann bei dem Thema von wegen Davis, Honig in den Arsch pusten, damit er seinen scheiß Vertrag verlängert. Das dann auf Kosten sportlicher Ergebnisse. Ja, läuft. Lohnt richtig. Ich habe mir die Doku noch nicht angeguckt zu Kimmich. Ich kann da nichts zu sagen. Und für mich ist er eigentlich nicht unsympathisch. Wenn dann nur auf Sportliche bezogen. Kannst du mir mal deine Meinung zu Upa und Minjay sagen? In der SR war der beste IV der Saison. Ja, das habe ich doch jetzt gerade eine halbe Stunde getan, oder? Ja, weil sie wahrscheinlich jemanden brauchen, der sie anführt. Habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist mein Take. Ob so ist, ja, sehen wir ja vielleicht gegen Freiburg. Wenn Dyer spielt und nur einen neben sich hat, werden wir den beurteilen können, wie die Leistung dann ist. Ja, Upa musste ein bisschen differenzieren. Also Upa war ja auch letzte Saison in der Vorrunde für mich der beste Innenverteidiger.
bis auf seine Aussetzer ist er ja sonst eigentlich immer konstant gut gewesen. Ja? Aber beim Opa ist er auch immer der Erste, wo du das merkst. Ja? Opa ist immer der Erste, wo du das merkst, dass der fickrig wird. Der braucht einfach jemanden neben sich, Alter, der ihm sagt, was er zu tun hat. Und der die Verantwortung übernimmt. Ja, ich glaube, der kommt mit der Verantwortung einfach nicht klar. Und wenn dann da so ein Haudegen ist, wie so ein Eric Dyer oder wie es ein Delicht war, das hat ja auch gut funktioniert gehabt mit dem Opa. Ja, weil er da auch jemanden hatte, der das übernommen hat. So. Und dann gibt man den jetzt ab. Ja. Und jetzt steht man da. Naja, komm, Müller hat eine gute Aktion gehabt und das war's aber auch. Müller wurde das Spiel gedreht, Alter. Ich gönne es dem Müller ja vom Herzen, aber ich hab ihn bei der Ecke, ja, da hat er da wahrscheinlich ein bisschen geschubbelt oder was. Und dann das 3:2 hat er sehr gut gemacht, ansonsten hast du von Müller auch nichts gesehen. Ja, Müller soll der Führungsspieler schlechthin sein, Alter. Da hätte ich auch da mal ein bisschen mehr, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, Führung erwartet einfach. Ja. Er war halt auch abgetaucht. Nee, der Uli hat mich nicht informiert, ob da was dran ist an dem Gerücht. Ja, aber wenn du dann 2 davon hast, die das nicht können, ne, dann wird's schwierig. Sei mir bitte nicht böse, aber deine Kritik an Company finde ich zu moderat. Ich bin gespannt, was du sagst, wenn nächste Woche die gleichen Graupen auflaufen und Wechsel viel zu spät erfolgen. Will ich dasselbe sagen wie jetzt auch? Habe ich doch klar und deutlich gesagt, was da meine Meinung ist, oder? Soll ich in Company, was soll ich denn jetzt anders sagen? Soll ich ihn jetzt auf Mutter beleidigen oder was? Ich denke, ich habe alles gesagt, was zu kritisieren ist. Ja? Dass man die Davis-Aufstellung nicht versteht, dass man teilweise nicht versteht, wenn man sich da hinsetzt und erzählt, es soll nach Leistung gehen, dass da nicht passiert und dass die Auswechslungen viel zu spät waren. Ja. Ja. Das sind die negativen Sachen, die da waren. Die positiven Sachen waren da, dass er versucht hat, Einfluss zu nehmen und das auch gemacht hat. Dem die Aufstellung verändert wurde, die Formation verändert wurde und dass man 3:2 gewonnen hat. So. Mehr gibt's doch jetzt gerade nicht zu kritisieren, oder? Introvertiert heißt nicht, dass du auf dem Platz nicht führen kannst. Also ich denke, das hängt von der Position drauf ab und von den Mitspielern, die du hast. Ne? Ja gut, wir müssen jetzt nicht über die Dichte diskutieren. Die Dichte ist nicht mehr Teil unserer Mannschaft, Alter. Mir völlig wurscht, ob jetzt hier die Dicht so gut gesehen wird oder nicht. Der ist nicht mehr da und Feierabend. Da brauchen wir über nichts diskutieren. Sagst du dazu, dass Tell keine Sekunde gespielt hat? Ja, schade, aber aufgrund der Leistung im DFB-Pokal muss er sich nicht beschweren. Ne? Hat er lange genug Zeit gehabt und hat sich kein Stück gezeigt. Ja, im Testspiel war es dann ordentlich, hat ein Tor gemacht, ein schönes Tor sogar. Alles gut. Ja, am Ende habe ich ja auch gesagt, Knarui hätte bei mir nicht mehr auf dem Platz gestanden, aber Knarui war dann der das Tor gemacht hat. Also habe ich persönlich da jetzt kein Argument. Obwohl Knabri vorher eine Katastrophe war in meinen Augen. Ne? Also allein das 3 oder 4 Mal total egoistische aus jedem Winkel aufs Tor schießen, anstatt die beiden freien Spieler oder besser positionierten Spieler in der Mitte zu sehen und einfach mal den Ball quer zu legen. Nee, ich bin Knabri und mach mal noch beim 4. Mal hebe ich noch entschuldigend die Hand hoch, Alter. Kannst du dir schenken. Ja? Katastrophe, dass der Mann noch auf dem Feld war. So. Wirklich Katastrophe. Verstehe ich nicht. Diese Ego-Scheiße verstehe ich nicht.
Wenn du dann auf der anderen Seite den Olysee gesehen hast, der immer ein Auge für den besser postierten Spieler hatte und immer versucht hat, seine Mitspieler einzusetzen. Gnabry war das genaue Gegenteil. Hat er immer Kopf runter und ich muss jetzt unbedingt ein Tor schießen. Boah, hat der mich aufgeregt, der Mensch, Alter. Leck mein Arsch. Katastrophe. Und natürlich macht er dann das Tor, Alter. Junge, Junge. Wild. Ich meine, defensiv war er ordentlich, Gnabry, ne? Können wir ja auch sagen. Gerade erste Halbzeit hat er viel für den Davis weggearbeitet. Aber vorne, Junge, Junge, Junge. Also wenn das die Qualität sein soll, die vorne dann bei uns irgendwie einen Stammplatz hat oder die 17 Millionen im Jahr verdient, ja, dann Alter. Dann mach einen Kopf zu. Junge, Junge. Sonst war die Auslosung immer mittags, ja, so um 12, ne? Ja, komm mir nicht mit dem Argument Spielpraxis, Alter. Sorry, das ist für mich kein Argument. Also ist das Argument, ich warte bis zur 70. Minute, anstatt in der Halbzeit zu wechseln, damit der Spieler was? 25 Minuten mehr Spielpraxis hat, oder was? Das ist jetzt dann das Argument, oder wie? Das ist ein wildes Argument, in meinen Augen. Nee, ist für mich kein Argument, sorry. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir 11 neue Spieler auf dem Feld haben. Ja, das waren fast ausschließlich Spieler, die ewig da sind. Also, nee, gehe ich nicht mit. Erst recht nicht, wenn man dienstags dann noch das Freundschaftsspiel gegen Grasshopper Zürich hatte, wo genug Spieler Spielpraxis gekriegt haben. Also, nee. Fühle ich nicht. Wieso sehen das die Verantwortlichen nicht, dass die Combo Opa, Kim, Opa die denkbar schlechter sind? Vielleicht sehen sie das ja. Wissen wir ja nicht. Wissen wir ja nicht. Ja. Angeblich haben wir ja so, hat der Max Eberl auch so viel gesehen in den letzten Monaten. Hat er genug dazu geäußert, aber weder wollte man das da nicht umsetzen oder man konnte es nicht umsetzen, ne? Dass die Spieler sich anderweitig umschauen. Ja, aber die gelbe Karte für Kane war doch auch, Leute, das war eine Katastrophe. Das war eine absolute Katastrophe. Es ist ja okay, wenn man jetzt diese Regel durchpeitscht, so, man darf sich nicht mehr aufregen, man darf nicht mehr zum Schiri irgendwas sagen. Aber wie viele Wolfsburger, ich bitte euch, ja, haben sich denn über Szenen aufgeregt und da ist gar nichts passiert? Also Katastrophe. Nein, ich bin doch nicht sarkastisch, ich bin doch kein sarkastischer Mensch. Mag's auch rein. Gegen Freiburg wird es schwer? Ja, mal gucken, ne? Joey, du hast die Frage doch schon selber beantwortet. Wenn ein neuer Verteidiger kommen soll, was ja gerade noch diskutiert wird, welchen würdest du dir wünschen? Ich weiß, du sagst, wir brauchen keinen, aber wenn es einer sein sollte, wen wünschst du dir? Könnt ihr jetzt, weil ich ja absolut unsarkastisch bin, De Ligt sagen? Können ja mal fragen, vielleicht haben wir ja 14 Tage Rücktrittsrecht. Wird auf jeden Fall zum FC Bayern passen, Alter. Wir können ja nochmal nachfragen bei Manchester. Vielleicht nimmt der Ten Hag ja auch einen Opa. Dann tauschen wir zurück. Herrlich, ey. Super. Nee, Davis hat keinen Zweikampf gewonnen. Ich habe keinen gesehen. Das war wirklich Katastrophe. I don't know. Ach, herrlich. Das IV-Thema verpasst, ja. Ja, aber Manfredo, das habe ich doch geäußert.
Wie gesagt, was erwartest du denn jetzt? Ist doch klar geäußert, was ich gesehen habe, was Kompanie nicht gut gemacht hat. Was meint ihr zu Manuel Neuer? Manuel Neuer ist doch gut gemacht. Ist doch genau was er gerne möchte. Er möchte doch der mitspielen, am besten an der Mittellinie stehen und die Bälle verteilen. Wir werden sehen, inwieweit das über die Saison klappt da. Muss man immer von hinten raus spielen? Ne, wir haben ja teilweise den Ball dann auch lang gekloppt, ne? Muss man ja auch sagen. Das ist wie allen, das ist wie mit unserem Pressing. Man hatte ja auch das, oder ich hatte zumindest das Gefühl so ein bisschen, dass die erste Halbzeit halt schon Kraft gekostet hat. Ja? Deswegen habe ich das auch nicht verstanden mit den späten Wechseln. Man hat halt schon das Gefühl gehabt, auch so ein Kimmich, aber auch ein Pavlo und so weiter, der Tank ist schon sehr leer. Ja? Deswegen hätte ich mir da einfach frische Kräfte gewünscht, gerade in der Zentrale. Das habe ich halt auch nicht verstanden. Vor allem, weil du hast ja Granaten draußen, Alter. Du hast ein paar Linja draußen, du hast einen Conny Leimer draußen, der überhaupt der Wachhund Nummer 1 ist. Und du hast einen Leon Goretzka draußen, der wahrscheinlich auch mal zeigen will, ja, Leute, ja, zeige ich euch jetzt mal hier, was die Phase ist. Also keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Odyssee war stark, ja. Hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, das genaue Gegenteil von Gnabry. Hatte aber natürlich auch den Vorteil, das müssen wir auch mal ganz klar sagen, dass er keinen Davis hinter sich hatte, ne? Also, weil die rechte Seite war auch in der ersten Halbzeit nur so stark, weil Boe halt auch so stark war, ne? Der ja angeblich kein Bayern-Niveau hat. Den Elfer, ja, was soll er machen? Soll er stehen bleiben, soll einen Spieler laufen lassen, wenn Fonzie Davis das Abseits da kläglicherweise aufhebt, anstatt einfach den Schritt rauszumachen, wie der Rest der Kette. Ja, dann stehst du dumm da. Ne? So, dann hätten Boye auch das Abseits aufheben müssen, dann wäre er vielleicht nicht hinter dem Spieler gewesen, ja. Bis dahin war es ein super Spiel von ihm. Hat mir richtig gut gefallen. Ito kommt auch jemand zurück, so sieht's aus. Chico, das musste wieder kommen, ne? Gleich wieder in die perverse Richtung hier. Er ist doch auch völlig okay. Warum soll man denn keinen Zettel schreiben? Was uns jetzt hier, was haben wir jetzt, ein Zettelproblem, oder was? Ja, Zettelgate. Ja. Bild. Ja, eben. Und wir haben ja die Spieler auch, ja, in der Abwehr. Wir haben halt, ist doch nicht so, dass wir die Spieler nicht haben. Ja, auch ein Stunny war mega gut als Innenverteidiger in der Vorbereitung. Also. Und selbst ein Stunny kann mehr führen wie Upa und Kim, Alter. Alles, was ich gesehen habe von ihm. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das sagen werde vor der Saison. Ich war sehr skeptisch, aber alles, was ich bisher gesehen hatte vom Stunny, war echt okay. Ja, Neuer war schon, 2, 3 Aktionen waren wirklich wild, ne? Muss man sagen. Also gegen habe ich ja schon gesagt, gegen einen Gegner, der vorne ein bisschen schneller ist, ein bisschen fickriger ist. Uiuiuiui. Ne? Aber gut, mein Gott. Dafür ist es attraktiver. Wir haben uns letzte Saison beschwert, dass wir langweiligen Kackfußball gesehen haben, was wir gesehen haben. Und dann nehme ich doch jetzt lieber so ein 3-2. Wir haben was zu diskutieren. Wir haben trotzdem 3 Punkte und wir haben trotzdem eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gesehen. Nehme ich lieber das. Und dass ein Company Zeit braucht, sollte doch auch klar sein, Leute. Ja, das habe ich aber auch in meiner Analyse gesagt. Deswegen habe ich auch gesagt, Meisterschaft und sowas. Mal gucken. Aber vielleicht sitzen wir nächste Woche hier und haben 5-0 gegen Freiburg gewonnen und alles ist schicki. Ja? Wer weiß das denn schon? Und dann reden wir wieder ganz andere Töne. Ja, die sind ja beide sehr ähnlich von der Spielweise. Opa und Kim. Die sind schon sehr ähnlich, ja. Kenne ich nicht. Skriniar. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, habe ich auch zu Mara gesagt.
Olysee hat mich zu 110% an Ribéry erinnert. Ja? Weil er ein Spieler ist, glaube ich, der sich auch daran erfreut, wenn er Vorlagen gibt. Ne? Dass das beim Ribéry halt auch war. Und nicht immer diesen eigensinnigen Kopf nach unten und den Ball unbedingt aufs Tor prügeln wollen, ein bisschen knapprig getan hat. Das war der große Unterschied und das hast du 1:1 gesehen. Ja? Nochmal, ich verstehe das ein bisschen beim Serge, weil, sind wir ehrlich, du verpflichtest keinen Olysee und setzt ihn auf die Bank für 50 Millionen. Der Junge wird spielen und vor allen Dingen zeigt er ja auch, warum er spielen muss. Ja? Das heißt, du hast auf der anderen Position hast du 4 Spieler für eine Position. Ja? Wenn du Irakunda noch dazu zählen würdest, wenn man die Eier hätte, den mal hochzuziehen, hat er 2 Tore gemacht wieder. Und ein sehr starkes Spiel, hättest du 5 Spieler für eine Position. Und klar, dass man da auf sich aufmerksam machen will. Aber das kann man halt auch mit Vorlagen. Wenn er 3 Tore auflegt, mal Querlicht für einen Harry Kane, Alter, dann nimmst du den Gnabry auch nicht vom Feld. Ja? Das muss er einfach mal in seinen scheiß Schädel kriegen, Alter. Und nicht wie ein blindes Huhn mit Scheuklappen auf, Alter. Ich schieß aus einem Winkel, wo sowieso völlig sinnfrei ist, aufs Tor. Anstatt den Ball reinzulegen, wo 2 Leute stehen. Ja? Also, das war der große Unterschied zwischen beiden. Ja, aber Kim ist doch angeblich der die besten offensiven Pässe spielt, bla Sülz. Was haben wir da schon diskutiert, Alter? Ja? Aber gut. Das Fass brauchen wir auch nicht wieder aufmachen, ey. Manfredo, alles ist gut. Ich gehe mit deiner Aussage mit, wenn die Aufstellung gegen Freiburg ähnlich wird, wie sie jetzt gegen Wolfsburg war. Dann gehe ich mit dir. Ja, dann bin ich auch sehr enttäuscht. Dann gehe ich in deine Kerbe mit, das ist mir jetzt noch ein Tacken zu früh. Aber ja, sollte da wieder ein Davis auflaufen, sollte da wieder Kim und Upa auflaufen in der Viererkette dann und wieder kein Palinja, dann gehe ich mit in deine Kerbe rein. Dann bin ich auch maßlos enttäuscht. Ja. So, sehr schön. Ich habe ihn gerufen und er kam, Boskurt. Ich finde deine Bewertung gegenüber Opa und Kim zu hart. Es ist erst das erste Saisonspiel. Einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Und Daya ist zu alt für die komplette Saison. Danke für diesen Take. Ja, brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen, habe ich gerade eine halbe Stunde gemacht. Vielleicht spielt der Eric Dyer aber auch wieder zu wenig Progressivpässe nach vorne. Wahrscheinlich nur 2,5 in der Halbzeit. Ach, herrlich. Ja, Eric Dyer ist natürlich auch, wenn du 30 bist, dann, das sieht man ja auch beim Thomas Müller und bei Manuel Neuer, das geht halt auch nicht mehr, ne? Also, Du bist dann halt fast tot, ne, als Fußballer. Du kannst dann auch nicht mehr laufen und die Konzentration ist weg und du kannst auch keine Anweisungen mehr geben. Das sieht man ja beim Airbag immer. Ja? Also der Airbag, der schleppt sich ja übers Feld dann. Spätestens nach 20 Minuten ist der geht auch immer raus, man muss immer darauf achten, der geht dann immer raus und dann kriegt er so eine Flasche gereicht mit Sauerstoff. Da drückt er sich rein und dann kann er wieder 10 Minuten laufen. Ja? Hat man auch bei Mats Hummels gesehen, Alter. War ja Katastrophe, ne? Also. Die dürfen auch immer Handy bei haben wegen Google Maps, damit sie den Weg nach vorne und nach hinten wieder finden. Wild. Ja, sorry, also wer irgendwas auch. Leute. Ich gehe da nicht wieder drauf ein, auf das Alter. Das ist so eine bekloppte Aussage, Alter. Da fällt mir nichts so ein. De Ligt war zu jung, zu unerfahren, ne? Und Eric Dyer ist zu alt und deswegen Upa und Minje haben das richtige Alter und läuft. Ja. Wild. Aber jeden seine Meinung. Ja, wie gesagt, mir sagt der Verteidiger gar nichts. Ich habe das auch gelesen, ist Kroate oder was, ne? Aber ist das ein Anführer oder ist das kein Anführer? So, wie gesagt, du brauchst halt jemanden, der da hinten das Kommando übernimmt. So. Aber jetzt ist die Frage, wie alt ist er denn? Ist der auch schon 30? Aber dann ist das ja auch schon wieder durch. Was sollen wir denn mit so viel Erfahrung in der Viererkette? Da hast du einen Eric Dyer und noch einen 30-Jährigen. Hör mir auf, Alter.
Zu viel Erfahrung ist doch schlecht. Die spielen zu wenig progressiv besser nach vorne dann. Stefan, danke. Schön, dass du da bist. Ach, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das wird sich noch ein bisschen einspielen mit Kimmich-Ecken und Freistöße. Haben wir ja auch schon gesehen mit Olise. Ja? Also Olise durfte ja schon mal, waren 2 Freistöße, die er schießen durfte. Also, und ich glaube, er wird auch die eine oder andere Ecke von der Seite schießen. Kompanie mache ich gerade nicht so einen großen Vorwurf, dass er die Spieler einsetzt, die jetzt wieder Gas geben und sich seit Jahren blind verstehen. Ich glaube, in 4 bis 6 Wochen wird die... Ja, aber wo hat sich denn... Nee. Wenn ich jetzt gerade so über nachdenke, gehe ich so gar nicht mit diesem Argument. Weil wo versteht sich denn ein Kim und Opa blind? Die verstehen sich ja so gar nicht anscheinend. Davis, Gnabry haben sich auch nicht wirklich verstanden. Also eigentlich, die sich am besten verstanden haben, waren Boe und Olise. Ja, und die sind beide neu, Alter. Das Argument ist halt wild, gerade, Chico. Sorry, Alter. Ja, Kimmich, Pavlo haben sich gut verstanden, da gehe ich mit. Aber die haben jetzt auch noch nicht so oft zusammengespielt. Also, ja, also alles andere, I don't know, ey. Das Argument sehe ich gerade nicht. Tut mir leid. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso weniger fühle ich das Argument leider. I don't know. Also ich habe nichts davon gesehen. Ja, ich habe auch nichts davon gesehen, dass sich ein Davis mit dem Opa versteht oder sonst irgendwas. Also weiß ich nicht. Wenn das jetzt auf den Gnabry bezogen war, I don't know. Ja. Da hätten Gnabry rechts spielen müssen, weil er dann auf der Kimmich-Seite ist, weil Kimmich dann so meistens halb rechts ist oder in der Mitte. Die verstehen sich schon, da hätte ich das Argument gefühlt, ja, aber bei allem anderen, nee. Dann hättest du ja eher sagen müssen, ich bringe die Spieler, die am meisten in der Vorbereitung zusammengespielt haben. Was ja so ein bisschen das Argument war, aber dann hättest du ja einen Tell spielen lassen müssen. Weil der hätte ja die komplette Vorbereitung gespielt. Ja, und dann hättest du auch einen Guerrero spielen lassen müssen, weil der auch die komplette Vorbereitung gespielt hat. Und dann hättest du ja sagen können, ah ja, Guerrero und Tell, die haben sich ja die ganze Vorbereitung eingespielt, hätte man ja spielen lassen können. Ja, ist ja nicht passiert. Also wildes Argument. Weiß ich nicht, was ein progressiver Pass ist, Chico. Musste den, ich weiß nicht, wer es war, guck im Discord. Habe ich auch noch nie gehört, ist auch über meinem Niveau, ich habe es einfach nur wiederholt. Bin ich zu dumm für. Er hat das erklärt im Discord. Warte, soll ich es raussuchen oder die Mara kann das mal raussuchen? Nein, ich habe es von Google rausgesucht und er Nee, er kann hat es das auch doch gerne erklärt nochmal. gehabt. Brauchst ein Ja, progressiver Pass ja, ist da auch. tue ich mir aber nicht an. Progressiver Scheiß Pass habe ist ich an dem irgendwie, Abend. ich weiß es nicht. Google es halt. Sag ich doch. Bin ich zu alt für, ist zu viel, oder habe ich zu wenig Fachwissen für? Ach, ich glaube, Manfredo. Nee, den Take fühle ich halt auch nicht, ne? Olmo, Simmons und Due hätten den Interwettkampf angefacht und die Qualität der Mannschaft nach oben geschraubt. Offenkundig nicht mehr attraktiv gemacht. Nee, völliger Schwachsinn für mich. Ich wüsste nicht, ab was du das jetzt festmachen willst. Also wir haben offensiv jetzt nicht das Problem gehabt, außer dass der Torwart sehr gut gehalten hat und Gnabry chancentot war. Ansonsten haben wir offensiv gerade in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel gemacht. Ja. Und da saß noch genug Konkurrenz draußen, die man hätte einwechseln können. Aber das Problem war doch unsere Defensive und nicht unsere Offensive. Und was soll jetzt ein Dani Olmo den Innenverteidiger geben und ein Xavi Simmons den Rechtsverteidiger und Due den Linksverteidiger oder was? Also nee, sorry. Da kannst du ja gerne der hätte ja gerne das Argument jetzt bringen können, wenn wir keine 3 Tore gemacht hätten. Und nicht noch Chancen hatten für 5 weitere Tore. Was ja da war. Also war doch nicht so, dass wir keine Chancen kreiert hätten. Haben wir doch. Also nee, sorry. Da gehe ich nicht mit. Sehe ich nicht. Progressive Pässe sind Pässe in Richtung des gegnerischen Tores. Genau wie den progressiven Carries muss der Ball dafür dem gegnerischen Tor 9 Meter näher sein als innerhalb der letzten 6 Pässe. Genauer gesagt, dann war's weg. Also, verstanden?
Sehr gut. Olli sieht spielerisch mit Abstand der Beste aus. Was wir bisher gesehen haben, ja. Wer uns hinten wirklich fehlt, ist Bunazar. Oder Johan Bernhard. Ach ja. Siala war sauer, Gnabry war so egoistisch. Ja, kann auch sein. Gnabry war super egoistisch. Ja, habe ich auch nie verstanden, den Take. Von wegen gute Pässe bei Kim habe ich, auch, nein, auch auf letzte Saison. Ich weiß auch nicht, wie man sagen kann, Kim war der beste Verteidiger in der Hinrunde der letzten Saison. Alter, der hat so viele Fehlpässe gespielt wie kein anderer auf dieser Welt in dieser Mannschaft. Das war eine Katastrophe. Und das waren Pässe über 4 Meter, Alter. Das war ja dann noch nicht mal zum Progressivpass, wie wir gerade gelernt haben, weil der muss ja über 9 Meter sein und dann auch darauf bezogen, wie weit die letzten 6 Pässe waren. Ja? Wild. Nee, Katastrophe. Sorry. Ja, der hat in dem einen Testspiel hat einen guten Pass. Was im Pokal auch? Ja, im Pokal war auch der gute Pass, oder? Wo er das Tor eingeleitet hat mit. Ja, na klar, war das ein guter Pass. Ja? Aber jetzt zu sagen, er ist der passsicherste oder beste Innenverteidiger mit dem Passspiel und deswegen hat man die Lift abgegeben, weil er das nicht ist. Leute, Alter. Fällt mir ja wieder glatten Ei aus der Hose. Hast du mal gespeichert, Chico? Sehr gut. Hast du auch was gelernt. Guck mal, ich auch. Kompany muss jetzt aufpassen, was er da erzählt, weil ausstellungstechnisch war das sehr enttäuschend. Bei Tell bin ich gar nicht bei dir. Tell hätte in der Startelf stehen müssen, ob für Gnabry oder Kane. Nee. Sehe ich nicht. Tell hätte eingewechselt werden müssen. Ja, da gehe ich mit. In der Startelf hätte er für mich nicht stehen dürfen. Die Leistung im Pokalspiel war schlecht, Leute. Punkt. Ja, die war einfach nix. Konnte er sich mal durchsetzen gegen seinen Gegenspieler. Einmal. Das war alles. So, und dann muss man sagen, das ist zu wenig. Ja? Und Gnabry hat ja eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Er hat ja auch ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Er war halt einfach nur viel zu eigensinnig. Das war doch das ganze Problem. Sonst war es doch okay vom Serge. Ja, er war halt chancentot. Das ist alles. So. Muss man ein bisschen uneigennütziger werden. Feierabend. Klar wäre es mal schön, Tell mit dem Kane zusammen zu sehen in so einer Art Doppelspitze. Alles gut. 100-mal besprochen, ja, gehe ich mit. Aber nee. Aufgrund der letzten Leistung im Pflichtspiel war es nicht zwingend, dass man Tell aufstellt, in meinen Augen. Und ich mag einen Tell. Sehr. Ja, aber da muss man, so ehrlich muss man leider auch sein. Dann hätte er im Pokalspiel liefern müssen, dann hätte er alle Argumente auf seiner Seite gehabt. So hat er keine Argumente auf seiner Seite gehabt. Ganz einfach. Ich bin ganz ehrlich, mir wäre unentschieden dafür, aber starker, spielfreudiger und überzeugender auch lieber gewesen als ein wackeliger und glücklicher Sieg. Nee, mir nicht. Dafür bin ich dann zu sehr Fan, Alter. Nee, ist mir am Ende des Tages Wurst. Wir haben was zu diskutieren. Wie gesagt, wir haben gewonnen. Wir haben 3 Punkte. Hättest du das Spiel unentschieden gespielt? Alto Belly. Das hätte wieder gebrannt an allen Ecken und Enden und spätestens nach dem nächsten Unentschieden gegen Freiburg wäre Kompanie schon wieder weg gewesen, Alter. Er sollte jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe bewahren. Alles wird gut. Ja, und wenn es ein wackeliger Sieg gegen Freiburg wird, dann wird es ein wackeliger Sieg gegen Freiburg. Dann sitzen wir wieder hier, haben ein bisschen was zu diskutieren, können uns aufregen. Ist doch schön. Ja. Schönste Sache der Welt. Und dann ist doch gut. Ja. Und dann wird es besser werden. Es sei denn, er ignoriert jetzt alles, wie du es schon geschrieben hast. Und es spielen wieder die gleichen Kapsköpfe. Ja, dann mache ich auch den Schalter aus. Ja? Dann bin ich auch soweit. Dann müssen wir echt Felix Magath holen. Bei dem ist das wirklich scheißegal. Wie der Spieler heißt. Genau, da ist der Einzige, der ist da hinten noch organisiert. Ja. Klar hätte die 30 Millionen zahlen können für einen Tar. Ja, steht da außer Frage. Aber anscheinend wird er, ich weiß ja nicht, was da Phase ist. Ob Leverkusen dann gesagt hat, verpisst euch jetzt, geht uns nicht weiter auf den Sack, oder wenn Leverkusen Nein sagt, sagt Leverkusen Nein, ne? Ganz einfach.
Maps wäre nicht schlecht. Die Daniela. Ah, ja, genau, Auge. Ja, jetzt mal ernsthaft. Ich weiß nicht, was hier los war. Follow oder was? Wahrscheinlich, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen? Die Mara kann ja mal nachgucken. Also jetzt mal ernsthaft, wenn das Argument wirklich ist, ja, was für mich, ich weiß nicht, wer dieses Argument in die Welt gesetzt hat, welche Zeitung. Also, wenn man TAF für 30 kauft und Delikt für 50 verkauft hat, verstehe ich die Welt nicht mehr. Scheiß auf 3 bis 5 Mille Gehalt mehr, allein das Alter. Ich weiß nicht, wo das Argument herkommt. Selbst wenn ein Delikt 20 Millionen verdient hätte, ich weiß nicht, was er verdient hat bei uns. Selbst wenn er das bekommen hätte, Junge, dann kannst du den doch nicht wegschicken. Wenn du andere Leute wie Goretzka, Gnabry, Sané und Coman und so weiter in deiner Mannschaft hast, die an die 20 Millionen verdienen. Junge, De Ligt, wenn er fit war, wenn er nicht verletzt war, hat er immer geliefert. Immer. War ein Pfeiler dieser Mannschaft. Was alle diese Graupen, die ich gerade aufgezählt habe, nicht waren. Also das kann kein Argument sein. Es kann kein Argument sein, ich habe den Licht weggeschickt, weil ich dadurch 5 Millionen Gehalt einspare. Das kann kein verkacktes Argument sein, Alter. Beim besten Willen nicht. Und selbst wenn es 10 Millionen wären, dann verlänger nicht mit dem scheintoten Müller für 22 Millionen im Jahr und mit einem 38-jährigen Torwart, der 22 Millionen im Jahr verdient. Dann verlänger diese scheiß Verträge nicht, Alter. Dann stell meinetwegen den verkackten Nübel da rein, den ich auf dem Tod nicht ab kann. Der steht da für 8 Millionen zwischen den Pfosten. Der macht das auch nicht schlechter. Junge, aber deswegen kann ich doch nicht sagen, ich hau einen Delikt weg, weil ich 5 Millionen Gehalt einspare. Also wenn das irgendein Argument ist, Alter, dann, wie gesagt, kannst du den Vorhang zuziehen und den Verein abmelden. Junge. Da musst du halt mal endlich anfangen, den Knallhartkurs zu fahren und sagen, pass mal auf, hier, verlängere den Vertrag für die Kondition. Nein, willst du nicht, dann verlass den Verein. Nein, will ich nicht, alles gut, setz dich ein Jahr auf die Tribüne. Punkt. Dann wirst du die ganzen satten, überbezahlten Idioten auch mal los. Aber deswegen muss ich nicht irgendeinen Spieler wegschicken, dem eigentlich die Zukunft gehört in dieser Abwehrkette, Alter. Um 5 Millionen Gehalt einzusparen oder was? Was sind denn 5 Millionen für den FC Bayern? Hä? Das ist ein Champions League Spiel. Ein Champions League Heimspiel, hast du 5 Millionen. Junge. Weiß ich nicht, wo das Argument herkommt. Das hat mich schon die ganze Zeit so aufgeregt. Ja, man hat einen Delikt verkauft, weil er am meisten Das hat mich schon beim Hernandez aufgeregt, dieses Argument. Junge, Alter. Wenn das doch Spieler sind, die die Leistung bringen, dann ist doch alles tutti. Dann lass die Spieler doch das Geld verdienen, wenn das Geld in diesem Scheißverein da ist. Es geht doch um die Spieler, die die Leistung halt nicht bringen für dieses Geld. Will sich hier einer im Chat hinstellen und sagen, De Ligt hat keine Leistung gebracht für das Geld, was er verdient hat? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und schon gar nicht im Vergleich zu Upa und Minjay, Alter. So. Damit können wir das Thema De Ligt jetzt auch abhaken. Sonst rege ich mich noch richtig auf heute. Mann, Alter. Guter Einwurf, Olli. Echt, ey. Was wolltest du sagen, Baby? Ich wollte sagen, der Ellen hatte einen Euro rausgeballert und hatte auch gefragt gehabt, wie du in echt heißt. K-A-I, Kai. Kai aus der Kiste. Junge, echt. 5 Mille, Alter. Wenn es 10 Mille wären. Er war halt langsam. Ja, es gibt halt sportlich einfach kein Argument und finanziell gibt es auch kein Argument. Ja, das einzige Argument, was es halt gegeben hat dafür, war, dass er der Einzige ist, wo Kohle da war, oder dass der Trainer gesagt hat, pass mal auf, der passt nicht zu meinem Spielprinzip, und dann ist das fein. Ja, dann ist das fein. So. Und dann ist doch auch gut. Aber es kann doch kein Argument sein, der verdient 5 Millionen mehr wie der. Und ja, es ist hirnverbrannt zu sagen, wie es ein Oli geschrieben hat, ich hau einen De Ligt weg für 50 Millionen, weil er
18 Millionen verdient, verpflichtet dann Tar für 30 Millionen, der dann wahrscheinlich aber auch mindestens 12 Millionen verdient und spart dann 5 Millionen ein, aber allein, dass der Tar schon 29 oder 30 ist, De Ligt 24, das heißt, De Ligt hätte locker nochmal 6 Jahre länger spielen können. Ja, was ist das für ein Argument, Alter? Macht halt keinen Sinn, oder? Wäre halt dumm. Junge. Tabsoba hat mir auch gut gefallen, ja. Aber nicht letztes Jahr, davor schon hat er mir gut gefallen. Botzko, das ist mir scheißegal, um es mal ganz klipp und klar zu sagen. Und wenn der Kim pro Spiel 30 progressive Pässe spielt, wenn da keiner von, oder wenn da nicht 2 von zum Tor führen, er aber hinten ein Tor verschuldet, spielt das absolut keine Rolle. Er ist ein verfickter Innenverteidiger. Junge, du musst mal, ich weiß nicht, was du für ein Denken an den Fußball hast. Jetzt mal ernsthaft. Junge. Schlägt die Brille. Deutscher Meister 24-25 mit Meunier und AME Kano Kappa. Leute, wir gehen jetzt mal das Einmaleins des Fußballs durch, so wie ich es gelernt habe. Ich bin schon alter Sack. Ich weiß nicht, wie alt du bist, Botzkurt. Vielleicht bist du, weiß ich nicht, Anfang 20. Vielleicht hast du das anders gelernt. Zu meiner Zeit, muss ich mal ein bisschen ausholen, da war das noch anders. Da gab es noch einen Libero und einen Vorstopper. Ja, diese Leute sind auf dem Feld, um Tore zu verhindern. Verstehst du das? Ein Innenverteidiger ist da, um Tore zu verhindern. Weil du hast Abwehrspieler, die gegen die gegnerischen Offensivspieler spielen sollen. Soweit klar, oder? Ich hoffe. Und dann ist es doch sinnig, dass diese Abwehrspieler die gegnerischen Offensivspieler rausnehmen und denen nicht Tore schenken, oder? Oder ist es wichtig, dass der Innenverteidiger 20 Progressivpässe spielt, um was zu beweisen? Dass wir keinen kreativen Mittelfeldspieler brauchen, der dafür zuständig ist? Junge, was ist das für eine Logik? Das wäre jetzt genauso eine Logik, wie ich sage, ja, pass mal auf, der Stürmer, ne, der muss aber erstmal hinten muss der erstmal verteidigen. Und wenn der dann noch Zeit hat, dann kann der vorne mal ein Tor schießen. Das ist deine Logik andersrum. Merkst du was? Das sind Innenverteidiger, Alter. Da kannst du auch kommen mit modernen Fußball, bla Sülz. Es ist doch scheißegal. Der Innenverteidiger muss erstmal seine Aufgaben erledigen. Und solange er das nicht macht, ist es scheißegal, wie viele Progressivpässe er spielt, Alter. Was bringt dir ein Innenverteidiger, der 20 Progressivpässe spielt und zwei Tore pro Spiel verursacht? Junge, hättest jetzt wenigstens auch den Upper angeführt, aber doch nicht den Kim, der ein Tor verschuldet hat im letzten Spiel. Junge, dann sag doch den Upper wenigstens, da habe ich doch kein Argument. Du kannst doch aber doch nicht den Kim sagen, Alter. Was war das denn dann? Progressiver Ballverlust, den er gehabt hat, oder was? Junge, das ist ein scheiß Innenverteidiger. Das ist ein Abwehrspieler. Der ist dafür da, um die Abwehr zu stabilisieren, um Tore zu verhindern. Und nicht um Tore vorne einzuleiten durch einen Progressivpass, Alter, der keine Sau interessiert. Was bringt dir ein Progressivpass, wenn er 20 Meter in der eigenen Hälfte steht und dann einen Ball über 9 Meter nach vorne spielt? Auf den Sechser, der da steht. Ist das ein geiler Progressivpass oder was? Junge, merkst du irgendwas? Ich glaube nicht. Meine Fresse, Alter. Dann schränkt das doch wenigstens noch ein mit einem Progressivpass, der zum Tor führt. Dann schränkt das doch nochmal ein und dann guck mal in deine scheiß Statistik rein. Meinetwegen auch der, sagen wir, 3 Stationen vorher diesen Pass gespielt hat und 3 Stationen später ein Tor entsteht. Meinetwegen noch diese Statistik. Aber wie ich es gerade sagte, was bringt das denn, wenn der über 20 Meter in der eigenen Hälfte steht und den Ball bis auf die Mittellinie spielt? Weil das ist ja dann nach der Definition ein Progressivpass, weil er mehr über 9 Meter geht. In die gegnerische Richtung. Junge, Alter. Boah. Ich krieg zu viel, ey. Junge. Also Manuel Neuer muss jetzt bei jeder Ecke mit nach vorne gehen und muss mindestens 2 Tore köpfen.
Junge, Alter. Bringt der Min-Jae als Beispiel. Min-Jae, Alter. Merkst du irgendwas? Wenn der Min-Jae vorne 2 Tore schießt, dann kann er hinten gerne 1-1 versauen, ja. Junge. Progressivpass als Innenverteidiger. Ich krieg einen Herzstillstand. Ohne Scheiß. Junge. Was ist das für ein Maßstab an einen Innenverteidiger? Das verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich zu alt und zu unmodern, was Fußball angeht. Alles gut. Kannst du mich damit abstempeln, dann sind wir beide fein. Kannst du dich daran hochziehen, dass ein Innenverteidiger Progressivpässe spielen muss und es ansonsten scheißegal ist, dass er Tore verschuldet, Alter. Junge. Wild. Ich hab's auch vermisst, Leute. Ich kann mich mal richtig wieder hier auskotzen. Junge. Mann. Goti, servus. Ah, herrlich, ey. Und danke, was war jetzt der letzte? Simon. Vielen lieben Dank, ne, für dein Abo im 6. Monat. Vielen lieben Dank. Bayern wird easy deutscher Meister 24-25, genau. Mit Min-Jae und Opa. Ja, und mindestens 4 Progressivpässe. Ne, 5 war das mal, war der Maßstab, glaube ich, ne? So. Und dann, ich werde mal jetzt drauf achten. Ich werde mir noch eine Excel-Tabelle anlegen. Und jedes Mal, wenn der Progressivpass dann zu einem Tor führt, mache ich einen Strich. Na, so machen wir das. Junge. Damit wir da auf dem Laufenden sind. Und dann stellen wir das mal am Ende der Saison gegenüber, wie viele Tore verschuldet wurden. Verteidiger, Alter. Wenn du mit dem Argument dann auch noch beim defensiven oder zentralen Mittelfeldspieler kommst, Alter Betty. Was ist denn da das Argument dann? Damit er ein moderner defensiver Mittelfeldspieler ist. Muss er dann mindestens 10 Tore in der Saison schießen, oder was? An dem Maßstab gemessen. Junge, ey. Wild. Simon macht die 40 voll. Simon. Vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub. Vielen Dank. So. Libero Vorstopper. Alter, ich habe noch Vorstopper und Libero gespielt in meiner Zeit. Ist halt so. Komm, und sind wir ehrlich, in der Dreierkette ist dann auch der mittlere auch mal ein Libero zwischendurch. Ja? Mann. Ich sage ja, ich bin zu alt für modernen Fußball. Das ist so. Also mir persönlich ist das halt scheißegal, das mal im ruhigen Ton nochmal zu sagen, ob ein Innenverteidiger jetzt ein super Aufbauspiel hat oder nicht. Ja, ich find's geil, wenn Innenverteidiger wie früher so ein Boateng, wenn er einen super Diagonalball hat, um das Spiel mal zu öffnen. Ja, das finde ich wichtig. Ansonsten ist mir das scheißegal, ob ein Innenverteidiger einen guten Ball nach vorne spielen kann. Ja, erst recht in einer Mannschaft wie den FC Bayern. In einer Mannschaft wie, was weiß ich, ein SC Freiburg oder sowas, ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber in einer Mannschaft wie ein FC Bayern, Alter, da hast du 5 Offensivspieler auf dem Feld, die alleine alles durch ihre individuellen Fähigkeiten vorne Chancen kreieren können. Da muss nicht da der Fokus drauf gelegt werden, ob ein Innenverteidiger vorne die Spieler einsetzen kann. Das ist in meinen Augen völliger Schwachsinn. Das kann in einer Mannschaft sein, wo die vorne offensiv schwächer ist, alles gut und schön. Ja, aber nicht in einer Mannschaft wie den FC Bayern, Alter. So, warum haben wir denn ein Palinja überhaupt verpflichtet? Warum haben wir diesen Mann verpflichtet? Bestimmt nicht, damit der progressiv beste spielt und unser Offensivspiel ankurbelt. Nein, damit wir endlich mal Stabilität reinkriegen. Ja? Und da sollten sich die Innenverteidiger mal darauf besinnen, ihre Aufgaben als Innenverteidiger zu erledigen. Und nicht darauf, oh ja geil, ich habe jetzt mal einen Angriff eingeleitet. Wow. Klasse, super wichtig, dass so ein Innenverteidiger bei uns einen Angriff einleitet, oder? Das ist super wichtig. Nee, ist es halt nicht. Ja. Junge. So.
Aber wieso? Anbo. Ich finde es ganz lustig, wie teuer unsere Abwehr war. Stern des Südens ist dem Club 13 beigetreten. Der Südens, vielen lieben Dank dafür. Und was wir dafür bekommen haben, bei Hernandez angefangen. Nee, gehe ich nicht mit. Also ich fand einen Hernandez mega bei uns. Ja, wenn du jetzt noch einen Hernandez da gehabt hättest, hättest du wahrscheinlich auch nicht die Probleme, die du gerade hast. Ja, er war natürlich maßlos überbezahlt. Dank schlechter Verhandlungen oder guter Verhandlungen seinerseits. Aber der Hernandez war doch wohl, das war doch, da können wir doch mal wirklich mal den Begriff Monster bringen, was Einsatz und Leidenschaft anbelangt. Ja, im Gegensatz zum Kim, wo das immer wieder in den Mund genommen wird. Klar war Hernandez leider viel zu viel verletzt, aber wenn er gespielt hat, Alto Belli, der hat sich in jeden Ball reingeworfen, hat gekämpft, gekratzt, gebissen. Ja, am Anfang hier mit seinem Hinfallen, das musste man ihn ein bisschen austreiben, vollkommen richtig, gehe ich mit. Aber ansonsten eine Maschine. Ja? Nee, das weiß der Kai nicht, dass er ins Mikrofon schreit. Manchmal muss man schreien, damit das ankommt bei den Leuten. Zu deiner Zeit war es noch nicht so, der Regisseur als Fußballspieler Tattoos zu haben. Und der FCB hatte von Ralf Hasenhüttl nicht erst einen Korb bekommen und dann später bei der Verpflichtung zu sein. Weiß ich gar nicht. Zu meiner Zeit, ob schon Tattoos in waren im Fußball. Bei Tuchel waren Progressivpässe verboten. Ja. Ja, also Harry Kane hat genug Progressivpässe gemacht, wenn er sich fallen lässt, oder? Da muss der Innenverteidiger nicht mehr machen. Und vor allen Dingen nochmal, um das Thema nochmal kurz zurückzukommen, da geht nochmal der Puls kurz hoch. Warum lassen sich denn dann unsere verkackten Sechser und Achter zwischen die Innenverteidiger fallen? Brauchen wir dann doch nicht. Wofür? Wenn das unsere so guten Innenverteidiger alle maßlos können müssen, können wir auf den Move können wir doch dann verzichten, oder? Da muss ich doch nicht noch einen Mittelfeldspieler fallen lassen, um das Spiel aufzubauen. Mann. Was sind Progressivpässe? Bälle nach vorne. Kürze es mal ab. Kannst du gerne mal googeln. Bälle nach vorne über 9 Meter. Mann. Aber natürlich muss ich die letzten 6 Pässe noch berücksichtigen. Deswegen habe ich gesagt, verkürzt dargestellt. Meine Güte, doch. Na, wenigstens habe ich schon einen Titel, wenn der Stream zu Ende ist. Progressivpässe. Ja, der Licht konnte das auch, Ambu. Und wenn ein Innenverteidiger erstmal gut verteidigen kann, dann kann er von mir aus auch gerne anfangen, Progressivpässe zu spielen. Ja? Aber erstmal sollte er sich vielleicht auf das konzentrieren, was seine Hauptaufgabe ist. Und das ist einfach das Tore verhindern. Punkt. Hier brennt's richtig. Ja, zwischendurch brennt's hier immer. 75er Baujahr bin ich. Nee, für Bezirksliga hat schon gereicht. Aber für mehr auch nicht. Stern des Südens, danke nochmal, ne? Naja, ob Palina schon in der Kabine drin ist oder nicht, ist in Olysee auch nicht, oder? Olysee hat trotzdem gespielt.
Ja, aber es hatte Minjay genauso. Er hatte auch Katastrophenpässe gestern. Die waren da beide schlecht. Mein Gott. Tarek Buchmann kann ich nichts zu sagen, Alter. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe den auf dem Bild gesehen, das alles. Und sonst habe ich den Jungen noch nie gesehen. Nee, das haben eben Brazzo und K. nicht, Leon Miller. Da bist du leider wieder einer dieser ahnungslosen Leute, aber das ist nicht weiter schlimm. Da bist du einer von vielen. Ja. Weil Gehälter, Verpflichtungen werden bei uns durch den Aufsichtsrat abgesegnet. Ja, na klar war das Paket zu teuer, was Hernandez anbelangt. Aber du hattest ja, ich weiß nicht mehr, was du gerade geschrieben hattest. Also sportlich gab es über Hernandez nichts zu meckern. Also zu viel verdient hat, alles gut und schön, aber hast du denn mal jetzt nur ansatzweise bei einem der 4 Spieler, die jetzt gespielt haben, diesen Einsatz gesehen? Oder sagen wir es doch mal anders. Warum hat uns denn De Ligt so gefallen in der Zeit, wo er bei uns war? Weil er eben auch das hatte. Ja, erinnert ihr euch nur an seine Monstergrätsche. Weil er genau das hatte. Er wollte verteidigen und hat sich reingehauen mit allem, was er hatte. Egal auf welche wehgetan hat oder nicht wehgetan. Er war immer da, hat das immer ausgestrahlt. Das hat Hernandez auch getan. Das tut gerade in dieser Viererkette keiner. Keiner strahlt das aus. Weil ich brauche einen Fonsi erst gar nicht ansprechen, oder? Dass der sowas auch nur ansatzweise ausstrahlen würde. Und von der Innenverteidigung, da geht's weiter, strahlt auch keiner von denen aus. Ja. Weil es aber auch eine andere Art Innenverteidiger ist. Das ist ja auch alles gut und schön. Da muss man damit leben, dass es so ist, wie es ist. So, mir ging es nur darum, Hernandez muss man da nicht irgendwie schlechter reden, wie er war. Sportlich war er immer on point. Ja. Dass er zu viel verdient hat, zu viel gekostet hat, ja, völlig richtig. Gehe ich mit. Brauchen wir nicht drüber reden. Dass wir dann noch das Geld bekommen haben, was wir für ihn bekommen haben, ja, alles fein. Ja. Aber genau diese Art Spieler fehlt uns ja gerade. Ja. Den haben wir mit ein paar Linien, dann im defensiven Mittelfeld, wenn er denn endlich spielen darf. Ja, der da nochmal einen anderen Schwung reinbringen wird. Eben dann auch in diese Richtung. Der sich halt auch nicht zu schade ist, mal zu grätschen. Ja. Und der sich mit Sicherheit nicht so wie ein Minjay, ein Innenverteidiger, so läppisch einen Ball wegnehmen lässt. Ja. Das wirst du bei dem nicht sehen. Bin ich mir sicher. Ja. Ja, Boe müssen wir halt einfach mal... Der muss jetzt halt mal fit bleiben, ne? Ich fand es ein bisschen schade, dass er ausgewechselt war. Ich hoffe, es war nur, weil er halt noch nicht so lange im Saft ist. Weil die Leistung war echt okay. Defensiv mit Sicherheit auch da. Verbesserungspotenzial, 100 Pro. Aber nach vorne hin war das schon sehr ordentlich, ja. Egon Kor, das ist sicher unsere Meinung, ja. Tom, guten Abend. Habt ihr in der Vorbereitung auch mal mit Pavlovic Palinja? Nee, haben wir nicht. Und Kimmich? Nee, haben wir schon gar nicht. Palinja, Kimmich hat auch noch nicht zusammengespielt. 1,5 Stunden fleißig. Oh, ist ja gleich schon Ende. Läuft ja. Junge, die Zeit rennt ja heute. Bin ich noch älter wie du, ja. Du 77er Baujahr bist, mich 2 Jahre älter. Progressivpass ist abgearbeitet, das Thema. Denkst du, Ito ist ein Abwehrchef? Kann ich nicht beurteilen, Tim. Wir haben Ito letztes Jahr in 3 Spielen gesehen bei Stuttgart, da hat er mir gut gefallen, aber ob er Abwehrchef ist, I don't know. Das könnte ich ja noch nicht mal mit Sicherheit bei Minjay sagen. Ach, Herzinfarkt, Leute. Was ist los mit euch? Besser als Boateng und Hummels im Spiel nach vorne werden wir sowieso nie wieder kriegen. Also Hummels war auf jeden Fall stark. Boateng hatte halt seine Diagonalbälle, ne, die ihn ausgezeichnet haben. Aber das konnten vorher auch schon viele. Auch so ein Auge ganz früher hat das schon in Perfektion gemacht, ein Lothar. Hummels hat da ein bisschen mehr im Repertoire gehabt, auf jeden Fall, ja. Hummels war schon wirklich ein sehr, sehr starker
spielöffnender Innenverteidiger. Ja. Aber da musst du auch den Gegenpart dazu haben, ne? Meiner Meinung nach kommen Opa und Kim nicht mit dem Druck klar. Ja, aber wir hatten doch keinen Druck. Weiß ich, wo war jetzt der Druck da? Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt, weiß ich nicht. Es war alles gut eigentlich. Ich weiß schon, wie du den Druck meinst, Leistungsdruck, aber selbst den haben sie doch nicht. Der Licht wird doch verkauft. Ja, und Eric Dyer scheint man ja anscheinend auch nicht wirklich drauf zu setzen. Also wo haben die beiden denn bitte Druck? Sie haben doch das volle Vertrauen und die werden sehr wahrscheinlich auch wieder beide auflaufen gegen Freiburg. Ja. Also ich wüsste nicht, wo die jetzt Druck gehabt hätten sollen. Das war jetzt kein Champions League Viertelfinalspiel. Hm? Ja, ist richtig, dass der Tuchel das gesagt hat. Und ja, anscheinend reicht das. Das ist ja auch okay. Nochmal. Wenn Company oder der Verein sagt, so, pass mal auf, De Ligt ist nicht diese Art Innenverteidiger, weil wir eine andere Philosophie haben wollen in Zukunft und so weiter. Du kriegst dann 50 Millionen für diesen Spieler. Alles fein. Ne, habe ich auch in dem Video gesagt. Dann ist das so. Ob uns Fans das gefällt oder nicht, ob wir das anders sehen oder nicht, spielt keine Rolle. Dann ist das so. Ja? So, dann müssen wir damit leben. Dann können wir da am Ende der Saison wieder nachfragen. Ja, hallo, warum hat es denn nicht geklappt mit irgendeinem Titel? Lag es vielleicht an der Innenverteidigung oder vielleicht nicht? Wollen wir das vielleicht nochmal überdenken oder nicht? Jo, das ist, was du machen kannst. Aber das war's auch. Nee, kann ich nicht, Tim. Habe ich ja gerade gesagt, dass ich das nicht kann. Ich habe Ito ein Spiel bei uns gesehen. Das war's bisher. Also. Ja, Müller war auch schon vorher eine Legende. Also. Bei Müller brauchst du ja nicht diskutieren. Eieiei. Ja, Abu, da stimme ich dir zu. Ich halte dich für keinen IV, der über Wohl und Wehe des FCB entscheidet. Gegen Opa und Kim in der Form sieht jeder gut aus. Wir brauchen einen Abwehrchef und das in der Kategorie Angriff Kane. Ja, aber wo willst du denn den herzaubern? So, also nimmst du den Eric Dyer und erstmal ist alles gut. Wo willst du denn in dieser Kategorie jetzt ein herzaubern? Ja? Ist ja nicht. Könnten Rüdiger gegen Davis tauschen. Ah, ne, besser nicht, ey. Dann wir sind gerade den ersten schwierigen, was in diese Schiene geht, sind wir mit Mazraoui losgeworden. Dann müssen wir nicht den nächsten in diese Mannschaft holen, der auch wieder in diese Schiene geht, Alter. Auge hat auch von der Mittellinie sogar hinter der Mittellinie Tore geschossen, insbesondere gegen Frankfurt im DFB-Pokal. Ja. Wir werden sehen, ob da noch kommt. Aber wenn, dann ist er jetzt nach dem Spiel auf jeden Fall 5 Millionen teurer geworden. Ja, Barcelona ist wieder eine Farce, ne? Barcelona ist wieder, wie jedes Jahr. Barcelona ist eine Farce, Alter. Dass sie überhaupt noch Spieler verpflichten dürfen, ist halt eine Katastrophe. Oh, die haben ihn heute schon registriert. Ja, gut, nach dem dritten Spieltag läuft. Ja, gut.
Wie gesagt, ich bin halt zu unmodern für den modernen Fußball vielleicht. Ist doch auch völlig fein. Kann doch auch jeder seine Meinung haben. Aber wie gesagt, ich muss nicht über einen Innenverteidiger reden, ob er in der Offensive zugegen ist oder nicht, wenn er es nicht hinbekommt, erstmal hinten den Laden dicht zu machen. So, dann können wir doch darüber reden. Ja? Dann können wir darüber reden, ist er ein guter oder ein sehr guter Innenverteidiger. So, mir geht das nur auf Eier mit der De Ligt-Geschichte, weil De Ligt hat erstmal seine Aufgabe hinten erledigt und hat meiner Meinung nach immer noch einen guten Ball nach vorne gespielt. So. Ja, und jetzt hast du 2 Innenverteidiger auf dem Feld, die ihre Arbeit erstmal hinten nicht erledigt bekommen. Und dann ist es im Umkehrschluss scheißegal, ob sie einen offensiven Ball spielen können. Ja. So, erstmal müssen doch die Spieler auf ihren positionsbezogenen Dingen ihre Hausaufgaben erledigen. Und dann natürlich, dann reden wir darüber, ist es ein Weltklasse oder ist es ein sehr starker Innenverteidiger oder nicht. Aber wenn er da hinten noch nicht mal hinkriegt, den Laden dicht zu halten, brauchen wir nicht darüber reden. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob er 10 Angriffe einleitet oder nicht. Ja, das ist mein Punkt, den ich habe. Und wenn das zu unmodern ist, dann ist das so. Habe ich gar kein Problem mit. Ich bin ein alter Sack. Das ist meine Vorstellung von Fußball und Feierabend. Ja, und da diskutiere ich auch nicht mehr rum. So, Feierabend. Da kann jeder seine andere Meinung zu haben und Feierabend. Das ist für mich völlig fein. Ja, wenn ich dann bin ich für modernen Fußball nicht gemacht und gut. Aber das stört ja auch nicht. Ja. Man hat nicht schlecht gescoutet. Das ist doch wieder das alte Thema, was wir immer hatten. Über die letzten Jahre. Wir haben nicht schlecht gescoutet, wir haben einfach keine Spieler verpflichtet, um keine Spieler in den Konkurrenzkampf zu stecken. Das ist doch das ganze Problem. Ja, das zieht sich durch alle Positionen durch. Werbung vom McDreck. Widerlich. Auch das weiß ich nicht, ob ein Davis mit dem Kopf beim FCB ist oder bei Real Madrid. Das ist mir auch scheißegal. Seine Leistung war halt einfach Katastrophe. Nee, würde ich nicht begrüßen, wenn Neuer seinen Vertrag verlängert. Wenn Neuer seinen Vertrag verlängert, zu den Bezügen, wie sein Marktwert ist, ja. Dann begrüße ich das. Solange er auf diesem Leistungsniveau spielen kann, alles gut. Aber das Leistungsniveau, was Neuer hat, ist für mich nicht mehr über 20 Millionen wert. So. Ja. Wenn wir darüber reden, dass wir andere Spieler verkaufen, damit wir Gehalt einsparen, da muss man da mal knallhart sagen, pass mal auf. Du kannst dir gerne noch Jahr um Jahr verlängern, solange du deine Leistung bringst, aber dann wird ja auch mal das Gehalt angepasst, wa? Ja, ist doch schön, Botzko. Du kannst aber deine Meinung haben, da sage ich nichts zu. Meine Meinung ist dazu allzeit bekannt. Aber dass wir auch da unterschiedliche Meinungen sind, überrascht mich jetzt nicht wirklich. Sollte Bayern noch agieren und Tar doch noch holen, wenn übertrieben teuer, wenn 35 Millionen inklusive Boni. Keine Ahnung. Wegen mir nicht, nö. Wegen mir nicht. Wegen mir stellst du einen Eric Dyer auf und alles wird gut. Nee, ich hätte einen Rüdiger nicht geholt von Chelsea. Auf gar keinen Fall. Das ist menschlich einfach ein... Nee, sorry. Der Uli, ja. Der Uli Stein, ey. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wir können es nicht mehr ändern zum Thema De Ligt. Ne? Was willst du jetzt noch ändern? Er ist weg und wird auch nicht wiederkommen und gut ist. Nein, natürlich gibt es keinen Verein, der Neuer das Gehalt noch zahlen würde. Natürlich nicht. Was ist das für eine Frage? Saudi-Arabien, ja. Sonst keiner. Auch bei Müller nicht. Sorry. Ich meine, ein Neuer wird ja wenigstens jedes Spiel spielen. Aber das wird ein Müller nicht. Punkt. Müller wird die gleiche Teilzeitkraft sein, wie er unterm Tuchel war. Fertig.
Dafür haben wir einfach viel zu viel Konkurrenz da vorne. Ja. Weil wir haben es jetzt auch im Auftragsspiel gesehen, obwohl ich es da nicht verstanden habe, weil Müller bisher wirklich stark war. Aber das wird der Weg sein. So. Ja, das fragen wir uns alle, warum Palina nicht in der Startelf war. Wahrscheinlich, weil man Kimmich nicht rausnehmen wollte und unbedingt einen Pavlos spielen lassen wollte, weil er, keine Ahnung, der bessere im Aufbau ist oder so. Ich weiß es nicht, kann es euch nicht sagen. Was soll denn die Lichter nicht gereicht haben? Die Einsatzzeiten oder was? Keine Ahnung. Wie gesagt, ist ja auch völlig fein. Wenn das die Art ist, wie ein Company Fußball spielen lassen will, dann ist das so. Ja, dann müssen wir halt einfach in jedem Spiel ein Tor mehr schießen, wie wir hinten kriegen, und dann ist doch alles gut. Dann können wir die Innenverteidiger, dann werden wir einfach über die Saison gesehen unsere Benotungsvoraussetzungen ändern. Dann werden wir nämlich à la Botscourt die Innenverteidiger demnächst an progressiven Pässen beurteilen und nicht mehr daran, wie defensiv stark sie sind. Und dann sind wir doch alle fein. Ja? Und sollte man das vielleicht mal von Vereinsseite klar kommunizieren, dann können wir das umstellen. Dann brauchen wir nicht immer Fünfen vergeben. Ja. Nee, alles gut. Zum Thema Neuer und Müller nochmal. Ja? Ich gehe ja mit, so wie letztes Jahr. So, da gehe ich mit. Beide haben gesagt, jo, wir verlängern nochmal um ein Jahr, und dann sagt man aus, weil ihr doch so tragende Rollen für den Verein gemacht habt, Blasels, komm, wir haben die Kohle, wir verlängern den Vertrag zur selben Kondition, alles gut. Ja. Können wir dann auch gerne sagen, bei Müller zu 100% haben wir sich verdient. Beim Neuer gehe ich das nicht mit, nach seiner Aktion da mit dem Beinbruch und Herz rausgerissen, bei Trainer weg und bla und Sülz. Da fühle ich das gar nicht. Bei Müller fühle ich das. Sollte das jetzt am Ende des Jahres wieder so weit kommen, muss man dann allerdings sagen, jetzt pass mal auf, wir können jetzt gerne gucken, wenn du noch weiter Fußball spielen willst, von Jahr zu Jahr. Ja, gerade bei Müller, der nur noch Teilzeitprofi sein wird. So, da musst du aber auch mal im Sinne des Vereins handeln und hier für einen kleinen Obolus spielen. Ja? Weil wir können uns nicht hinstellen, öffentlich sagen, wir müssen Gehälter einsparen, was wir ja mittlerweile getan haben. Und dann diese Spieler in diesem Alter mit so wenig Spielzeit dann für dasselbe Gehalt verlängern. Ja? Das geht dann halt nicht. So, ganz einfach. Und da sind wir beim Thema Dankbarkeit. Dann sollte so ein Spieler, der sich da hinstellt als Mr. FC Bayern und der Verein ist mir so super wichtig und ich möchte später eine leitende Position haben, Blasels, da muss der von sich auch mal sagen, pass mal auf, ich habe jetzt hier 160 Millionen in meiner Karriere verdient, das ist völlig fein, ich mache jetzt hier von Jahr zu Jahr, guck mal, mach das für einen kleinen Obolus. Dann sind wir doch alle fein, ja? Dann ist doch alles schön. Dann beschwert sich doch auch keiner. So. Ja, und ein Neuer müsste halt mal sagen, jo, pass mal auf, ich mache das dann hier nur noch, um den nächsten Torwart ranzuführen. Na, dann könnte man ja darüber reden. Aber du kannst nicht, Neuer wird von Jahr zu Jahr wird das schlimmer werden mit hier mal ein Wehwehchen, da mal ein Wehwehchen. Das ist halt einfach in dem Alter. Erst recht mit dieser Verletzung, die er hatte. Das ist, ja, wenn er seine Leistung immer noch bringt auf diesem Top-Niveau, alles gut. Ja? Dann brauchen wir nichts diskutieren. So, aber da warten wir mal ab, ne? Und er muss seine Wirtschaft betreiben, genau. Die hat er ja mal für ein halbes Jahresgehalt mal umgebaut. Edin, hallo. Wie soll Barcelona denn den Spieler verpflichten, Alter? Also, was ist das denn für ein absurdes Argument? Die müssen doch erstmal Spieler abgeben, damit die überhaupt gehaltsfrei haben, damit sie einen Spieler, ich meine, kaufen können sie ihn, wo auch immer das Geld herkommt, aber sie können ihn dann nicht spielberechtigt machen, weil sie eine gewisse Gehaltsstruktur haben müssen. Also.
Aber wie das bei Barcelona alles funktioniert, das keine Ahnung. Das will wahrscheinlich keiner wissen. Da, 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 da. Ja, nee, vielleicht ja auch nicht, Karl-Heinz. Ne? Meiner Meinung nach gibt es Dinge im Fußball, die waren vor 30 Jahren richtig und werden in 30 Jahren noch ihre Gültigkeit haben. Und dazu gehört, dass ein Abwehrspieler erstmal verteidigen muss. Aus, basta. Ich sehe das genauso, aber ja, vielleicht entwickelt sich der Fußball anders. Ja, dann, wie gesagt, solange wir dann 3-2 gewinnen, dann müssen wir die Maßstäbe halt anders setzen an die Innenverteidigung und dann ist ja alles gut. Ja? Wäre ein Move gewesen. Die Frage ist, obwohl den Hummels hättest du wahrscheinlich sogar gemacht. Aber ja, dann hättest du aber auch kein Argument gehabt. So. Weiß ich nicht. Man hat sich jetzt halt auf Opa und Minjay festgelegt und gut. Da müssen wir jetzt durch. Ja. Also Ito und Stunny werden uns auf jeden Fall mehr Möglichkeiten eröffnen. Aber wie gesagt, wir dürfen auch einen Eric Dyer nicht vergessen. Er hat letzte Saison überragend gemacht, wenn er gespielt hat. Klar hat er gewisse Defizite und ist wahrscheinlich auch nicht dieser neumoderne Innenverteidiger, den man gerne hätte. Aber er bringt auf jeden Fall die Stabilität rein. Ne? Das weiß ich halt auch nicht, ne? Das sagt man ja auch. Das ist dasselbe wie mit dem Boué. Er kann Bayern-Niveau, ne? Dasselbe bei Palhinha. Ja, Palhinha, der kann ja gar nichts. Der kann, wie Martinez. Martinez hat man auch immer so schlecht geredet. Der kann ja gar nichts. Der kann nur verteidigen. Also alles, was ich bisher in der Vorbereitung gesehen habe, war ein Palhinha auch sehr offensiv unterwegs. Ne? Und ich glaube, auch ein Javi Martinez konnte ein bisschen mehr als nur verteidigen. Ne? Habe ich auch nie verstanden. Aber ich glaube, das ist einfach, weiß ich nicht, die Offensive steht halt einfach mehr im Fokus, oder? Ist halt einfach so. Steht mehr im Fokus, Tore zu erzielen und zu machen, als wie Tore zu verteidigen oder zu verhindern. Oder ist der Stellenwert, glaube ich, einfach unterschiedlich. Das ET-Perücke? Mach mal, Hamburg. Wäre witzig. Dein Unwort des Jahres? Ja, Chico. Ja? Letztes Jahr war es der G-Wert und jetzt die progressiven Pässe. Mal gucken, wann Sky die Statistik einführt. Ja? Muss man eine Anfrage stellen. Sag mal Eric Meyer Bescheid, die sollen mal die progressiven Pässe mit in ihre Statistiken aufnehmen. Ja, Taki Bayern, ich gehe da mit dir, Alter. Wenn Rüdiger nach München kommt, dann, das ist, nee. Wird auch nicht passieren. Ich glaube, charakterlich passt der null rein, deswegen war der nie auf der Liste bei uns. Was es auch richtig und wichtig ist, Alter. Ja, das werden wir sehen, ne? Wie es weitergeht mit dem Palhinha. Es wird sehr interessant. Aber ist doch schön, haben wir doch ein paar Themen. Ha? Haben wir doch ein paar Themen. Na, weiß ich nicht. Ich habe den Raum jetzt gar nicht so groß gesehen gegen Wolfsburg. Also ich habe schon gesehen, dass ein Pavlovic meistens in den Sechserraum drin war. Ein Opa und ein Kim standen mir einfach zu weit außen. In großen Teilen. Die standen ja schon fast mehr auf einer Außenverteidigerposition wie innen. Wie gesagt, guck dir mal die Chancen und die Gegentreffer an. Wo waren da die Innenverteidiger? Da standen ja mehr die Außenverteidiger innen wie umgekehrt. Und dann davon zu sprechen, der Raum hinter war zu groß, weiß ich nicht. Vielleicht hätten die Innenverteidiger erstmal auf ihre Innenverteidigerposition sein sollen. Ja, wäre vielleicht schon mal eine Idee.
Wenn Gnabry seine Dinger gemacht hätte oder beziehungsweise mal quergelegt hätte, wären wir wahrscheinlich mit 3-0 in die Halbzeit gegangen. Ja, das ist vollkommen richtig. Dann hätten wir die Diskussion nicht. Da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Dann hätte Wolfsburg auf Schadensbegrenzung gesetzt, er hätte sich hinten eingeegelt und der Drops wäre gelutscht gewesen. So. Getragene Schlipper von Messi kauft doch keiner mehr. Da, 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 da. Dyer und Company in der Innenverteidigung testen. Machen wir Spielertrainer, oder was? Wild. Da, 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 da. Ja, noch ist der Hummels auf dem Markt, das ist vollkommen richtig, ja. War er auch, aber Martinez war halt in seinen letzten 2 Jahren auch völlig underrated. Wie schlecht er immer gemacht wurde und bla und so, zu unkreativ, nicht für den modernen Fußball gemacht, bla bla bla. Ja, genau, und damit hatte er doch zu kämpfen. Ja, und jetzt haben wir 3 Jahre später sehen wir, wo der ach so tolle moderne Fußball uns hingeführt hat. Ja. Zu keinem Titel und davor zu einer geschenkten Meisterschaft. Und deswegen hat man jetzt wieder einen Palhinha verpflichtet. Weil der Martinez damals so ein schlechter und nicht moderner zentraler Mittelfeldspieler war. Ja. Man war verwöhnt, weil zum Beispiel Thiago und Xavi bei uns eben den Standard gesetzt haben oder Schweinsteiger. Ja, wir haben immer starke zentrale Mittelfeldspieler gehabt. Ja, auch davor die Generation, die war dann vielleicht nicht so schön, aber Effe, Jeremies, Fink, selbst Tanne Tanat und so was, das waren immer, ja. Du hast immer einen dabei gehabt, der ein Beißer war. Immer. Und ja, auch selbst die haben ihre lichten Momente gehabt. Ja? Also. Ja, den gehe ich voll mit. Finde ich auch sehr fragwürdig, dass ein Palhinha nicht auf dem Feld stand. Ja, weil er da wahrscheinlich ein anderes Umfeld hat, ne, der Opa, in seiner Nationalmannschaft. Sich da vielleicht einfach wohler fühlt oder ich weiß es nicht. Ja, mit Expected Goals wäre es ja unentschieden ausgegangen, Stefan. Da hätten wir keinen Sieg geholt, ne? War das nicht 2,6 zu 2,7 oder so? Bin auch gespannt, ob ein Palhinha am Sonntag spielt, ne? Nee, ich habe da keine Hoffnung mehr, dass er das Duo in den Griff bekommt. Chico. Nee. Nee. Ich habe die Hoffnung nicht. Vielleicht, wenn Palhinha davor spielt, vielleicht, wenn nicht so ein super schwacher Davis als Außenverteidiger spielt, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen in der Innenverteidigung. Aber ich glaube, die beide zusammen in der Innenverteidigung wird uns spätestens dann, wenn super entscheidende Spiele kommen, wieder das Genick brechen. Das ist mein Take. Ich hoffe, ich irre mich, ja, wenn er es hinbekommt, keine Ahnung. Aber da müsste wirklich erstmal einer von beiden in die Rolle reinwachsen, dass er die Viererkette organisiert. Und das sehe ich bei beiden leider nicht. Ich denke, das ist ein großes Thema. Aber vielleicht bin ich auch da zu altmodisch, dass ich sage, man braucht einen Abwehrchef. Weil mittlerweile heutzutage ist ja alles flache Hierarchien und so weiter.
Und wir koordinieren alles in der Gruppe und so weiter. Und Anführer sind Arschlöcher und so. Keine Ahnung. Die Saison wird zeigen. Ne? Ja, aber die erste Hälfte war doch auch super, oder? Also wir haben es einfach versäumt und durch katastrophale Entscheidungen in der Offensive, die ich mindestens genauso krass finde. Also wenn ein Innenverteidiger so einen riesen Fehler macht, haben wir es einfach versäumt, das zweite und dritte Tor zu machen. Ne? Dann wär das Ding durch gewesen. Ja, es war leider, habe ich ja auch gesagt, dasselbe. Also die zweite Halbzeit oder der Beginn der zweiten Halbzeit war dasselbe wie unter Tuchel, was wir seit 1,5 Jahren gesehen haben. Die Mannschaft kommt raus und ach ja. Tischchen aufgebaut am Mittelkreis, Käffchen eingekippt, Stück Kuchen hingestellt. So sind wir aus der Halbzeit gekommen und der Gegner kommt aus der Halbzeit. Komisch, bei 0:1 nur Rückstand. Dass er so aus der Halbzeit kommt, erst recht, wenn dann Ralf Hasenhüttl Trainer ist. Hätte man nicht drauf kommen können, wa? Ja. Und da sind wir dann bei der Debatte Führungsspieler. Die dann da sein müssen oder man hätte schon reagieren können und gleich ein paar Linien aufstellen können, weil das war zu erwarten, Leute. Das war klipp und klar zu erwarten. Kompanie hat es ja auch gesagt in der PK, dass das erwartet wurde. Das ist ja dann noch viel schlimmer, dass es erwartet wurde und man dann so agiert hat, wie man agiert hat, ne? Wir haben wieder gedacht, so, ja, 1:0, ja, eine gute Halbzeit reicht, alles ist gut. Wir schalten ab. Ja. Ja, so ein das Spiel zum Kotzen, ey. Ja, das wissen wir ja nicht, ob er sich wohlfühlt. Ich habe das Spiel nicht gesehen vom Freiburg, kann ich nichts zu sagen. Ja, waren auch beide. Beide EVs waren, wie gesagt, die waren mehr auf den Halbpositionen. Ja. Die waren auf den Halbpositionen. Die waren nicht wirklich Innenverteidiger. Aber das ist ja dann so gewollt. Man möchte dann ja so agieren. Das machen die ja. Die denken sich ja nicht, oh ja, komm, wir gehen auf die Halbposition. So. Ja, guck mal, da versagt auch schon die Cam. Das heißt, die Allianz Arena Cam sagt, mach Feierabend. Reich. Wir gehen noch 10 Minuten in die Verlängerung, dann mache ich Feierabend. Also wenn noch einer unbedingt einen Take raushauen muss, ihr habt noch 10 Minuten. So. Da ja rein Paline davor, dann dürfte defensiv stabiler werden. Ja, denke ich auch. Kim ist so absolut null pressingresistent. Wenn wir darüber reden, dass ein Kimmich nicht pressingresistent ist, ey, dann ist ein Kim das zweimal nicht. Also wenn man den Ballverlust gesehen hat gegen Wolfsburg, Halleluja, Junge. Vielleicht ist auch die Sprachbarriere zu groß. Ja, das wissen wir ja auch nicht. Das kann sehr gut sein. Ja. Naja, gut, die Luft ist weg, dann kann man jetzt beim Van Dijk anfragen. Weil die beiden können ja nicht miteinander. Aber dann hast du ja auch wieder so einen alten Sack da. Dyer kann auch die Diagonalbälle spielen, ja. So, ich muss aber leider erstmal kurz austreten, sonst wird das hier nichts mehr mit den 10 Minuten. Also, die Mara unterhält euch so lange. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ja, Chico, ich kann dazu leider gar nichts sagen. Manu, perfekt stand. Ich habe mir das Ganze übers Webradio angehört und habe da schon fast eine Herzattacke bekommen. Ja.
Bin ehrlich gesagt froh, dass ich das Spiel nicht sehen musste. Zu meinem Lieblingsspieler werde ich mich nicht äußern, dann werde ich hier wieder zerrissen. Maren kenne ich nicht. Mara, das bin ich. Ja. Also ich bin die bessere Hälfte. Nein, nicht die bessere. Die andere Hälfte von Kai. Und ja, mein Lieblingsspieler ist Kimmich. Ich oute mich. Damit stehe ich ziemlich alleine da, von daher ist das auch vollkommen okay. Ich bin auch dafür, dass man Davis 20 Millionen Knöpfe dahinlegen sollte. Das sollte durchaus reichen für seine Leistung. Aber Euro definitiv nicht. Anbu, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, deine Fantasien, ne? Ich meine, deine Tags mit Tuchel waren schon immer wirklich wild. Aber zu sagen, dass ich es auch mag, Uli genannt zu werden, ich weiß nicht, was du so für Fantasien hast. Aber gönn dir. Was immer dich gut schlafen lässt, Anbu. Was ist hier so ruhig? Die Mara nicht da, oder was? Frech. Doch, bin doch hier. Was ist denn los mit Ja, dir? hast du hier 2 Minuten unterhalten, oder was? Ich hab mich gekümmert. Sehr gut. Eine Maren gibt's hier nicht, Stefan. Aber hat die Maren bestimmt schon beantwortet, oder? Korrekt. Sehr gut. Ich lese gerade hier den Take mit der Meckerei und Serge, der überragend war. Haben wir noch einen? Oder habe ich einfach was anderes gehört? In ihrer Meckerei nicht in Ordnung. Nach jedem Spiel von uns Roten gibt es ihrerseits nur Kritik. Lassen Sie dem Vincent und der Mannschaft doch einfach mal Zeit. Es gab übrigens auch viel Positives, zum Beispiel Serge, der überragend war. Joa, dann sieht sich sie auch mal, wenn das ihre Meinung ist. Völlig fein. Dann müssen sie sich ja auch nicht meine Meckerei angucken. Weil es verpflichtet sie ja keiner, meinen Kanal anzuschauen, um meine Meckerei zu hören. Ich bin ja nicht der Papst vom FC Bayern oder der irgendein Maßstab ist oder was. Wenn Ihnen nicht gefällt, was Sie hier hören, dann abschalten. Wie es bei Löwenzahn hieß. Einfach abschalten. Dann haben Sie keinerlei Grund. Schauen Sie sich irgendeinen anderen Vollpfosten auf YouTube an. Gibt genug davon. Also, tschüssi. Manfredo, du hattest gefragt, warum Kimmich mein Lieblingsspieler ist. Ja, ich mag seine Mentalität. Der hat Kampfgeist. Der lässt sich nicht unterkriegen. Mag ich. Fertig. Kai, du bist raus? Ja, kein Thema. Wir können das demnächst auch so mal. Ich mache die ersten 2 Stunden, dann macht Mara noch eine Stunde und ist gut. Kein Problem. Ja, mal abwarten mit Conny Leimer, wa? Mal abwarten. Ich will den Conny noch nicht abschreiben, hat er leider eine. Ich weiß auch nicht, das fand ich auch witzig. Wo war das denn? Hat der Fuß das gesagt? Ich weiß nicht, aber irgendwo habe ich. Conny Leimer hätte so eine starke EM gespielt. Alter Betty, ich fand einen Conny Leimer bei der EM wirklich schwach. Also. Ich glaube,
ich glaube, Conny Leimers Zeit kann noch kommen. Ja. Serge war klasse, also bis er den Ball hatte. Nee, bis er den Ball in aussichtsreicher Position hatte und sie zunichte gemacht hat, indem er eigensinnig den Ball aus jedem Winkel, aus der unmöglich war, ein Tor zu erzielen, aufs Tor geschossen hat. Bis dahin waren Serge nicht schlecht. Ja, habe ich in meinem Video auch gesagt, aber das sind wieder so Fanboys. Alles gut. Wenn man den Serge mag und liebt, alles ist gut. Ja, ich habe das Positive auch gesagt. Er war defensiv stark. Gerade erste Halbzeit hat er viel von Davis weggearbeitet. Hat auch ein bisschen das Problem gehabt, dass ein Davis hinter ihm so schwach war. Aber selbst auf wir haben es ja gesehen in den Statistiken, der Typ hatte 6 Torschüsse. Wovon er Minimum, das ist wirklich das absolute Minimum, 3 von hätte querlegen müssen. Ja. Dann hätten wir den Serge auch mit einer guten Note benoten können. Aber das hat der Serge nicht gemacht, weil Serge unbedingt ein Tor machen wollte. So. Ja, er hat dann natürlich am Ende von der rechten Seite noch das Tor gemacht. Aber vorher, das war eine Katastrophe, Alter. Das war für einen Offensivspieler, gerade für einen Flügelspieler, schwach. Punkt. Das Tor hat ihn gerettet. Das ist alles. Sonst hättest du ihm eine Note 5 geben können und richtig reintreten können. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Weil er ist kein Mittelstürmer. Wenn du Mittelstürmer bist, alles gut. Da kannst du von mir aus von 6 Schüssen 5-mal eigensinnig sein. Ja, verstehe ich. Gehe ich 100% mit. Aber als ein Flügelstürmer, wo mindestens 3-mal in der Mitte nicht einer, meistens sogar 2 besser positioniert standen, Alter, leg den Ball doch mal quer oder nach hinten. Und mach nicht noch beim 4. Mal den Arm hoch. Ach, Entschuldigung. Alter, da krieg ich einfach zu viel. Und da ist mir das scheißegal, ob der Serge Gnabry heißt, ob der Leroy Sané heißt, ob der, keine Ahnung, ich habe gerade keinen, ob der Mathys Tel heißt oder ob der Harry Kane heißt, Alter. Das interessiert doch nicht. Es war einfach schlecht. Punkt. Und wenn man das anders sieht, weil der Serge noch das Tor gemacht hat zum 3:2, alles fein, gehe ich doch mit. Ja. Ist doch das Schöne am Fußball. Jeder hat so seine Meinung, das ist meine. Aber der Kommentar war wahrscheinlich derselbe Idiot, der in den Kommentare geschrieben hat, ja, diesen Gnabry-Hate, den kann man sich ja nicht geben. Ja, dann guck doch einfach nicht. So. Ist doch völlig fein, Alter. Gebt ihr doch den Mist da nicht. Ja, wenn man da nicht differenzieren kann, dass es eine andere Meinung gibt, dann guck's dir doch nicht an, Alter. Ich kann doch auch differenzieren. Ja, ich sag zu dir, das ist eine dumme Meinung, weil ich eine andere Meinung habe und ich kein Argument sehe, was ich hier gelesen habe, außer dass er ein feiner Kerl ist, wie unter Tuchel. Gut. Fein für mich. Aber dann immer gleich von Hate und Mobbing zu sprechen, Alter, da krieg ich halt zu viel. Ja, da ist dann bei mir so Maß, Alter, das ist dasselbe wie Erfolgsfan und hast noch nie Fußball gespielt und bla und Sülz. Ja, nur weil man einen Spieler kritisiert, der von anderen angehimmelt wird. Dann spricht man gleich von Hate und Mobbing, Alter, dann weiß ich es halt auch nicht. Weil wir reden über Leistungssport und nicht über, wir sind 11 Freunde und kicken in der Kreisliga A, Alter. Ja, da kritisiert man nicht, da hält man die Fresse, da trinkt man ein Bierchen danach und alles ist fein. Aber wir reden über Leistungssport auf dem allerhöchsten Niveau. Und dann hat man sportliche Leistung zu beurteilen. Und wenn das ein Stürmer ist, der 6 Riesenchancen hat und die eigensinnig vergibt aus super schlechten Winkeln, anstatt sie mal quer zu legen oder mit dem Kopf mal hochzunehmen, wie es ein Boyer zum Beispiel vorbildlich getan hat, ja, dann kann man das kritisieren. Und ich glaube, ich habe ihm auch nur eine 3- gegeben, oder? Den Gnabry. Noch nicht mal irgendwie eine 4 oder sonst was. Also, das dann zu kritisieren. So. Baumis, Servus und Tschüss. Ich mache nämlich jetzt Feierabend. Ach komm, Odyssee war doch auch gut. Alles gut. Wir haten nicht, wir bashen. Ja. Wir mobben auch nicht, wir
Was gibt's sonst für ein Wort? Weiß ich nicht. Wir mobben nicht, wir stärken den Charakter. Ja, So nämlich. ja, aber gut, ein Sané kommt ja noch zurück, Leute. Ja? Also ruhig Oh, bleiben. hättest du den Abend nicht einfach schön ausklingen lassen? Jetzt haust du noch den Spruch raus. Guckst auch Dschungel? Nee, ich guck kein Dschungelcamp. Ich werde jetzt ein bisschen Herr der Ringe online spielen. Den würden wir alle mit der Schubkarre irgendwo hinschieben, Christoph. Odyssee wird voll einschlagen. Ja, was wir bisher gesehen haben, auf jeden Fall. Guck mal, das ist ein schönes Schlusswort vom Stefan. Prima Kai, dann danke ich für deine großzügige Geduld und dein Durchhaltevermögen. Allen hier im Kanal wünsche ich noch einen sehr schönen Abend und eine erfolgreiche Woche. Wünsche ich euch auch allen. Ja, habt eine gute Woche. Ich bin morgen beim Wrestling, falls jemand da ist, wa? In Oberhausen, könnt ihr mir Bescheid sagen. Dann stürmen wir den Ring, ist kein Problem. Und ja, spätestens nach der Champions League Auslosung Freitag, wa? Wird es irgendwas auf dem Kanal geben. Ja? Dann werden wir ja super tolle, 8 Gegner sind es, glaube ich, ne? 8 Spiele, 8 tolle Gegner haben. Dann gucken wir mal. Ah, doch, Idiot kann man schon noch sagen. Ich wollte halt nicht mehr so Wichser, Arschloch und sowas sagen. Aber Idiot kann man schon mal sagen, oder? Wenn manche Menschen Idioten sind, kann man sie auch mal benennen, denke ich. Und damit Feierabend. Tschüssi. Tschüss. Danke, dass ihr schönen da wart. Abend. Und danke an Simon auf jeden Fall, ne, für den Zappi und den verschenkten Zap und an die 2 Euro und an die Mitgliedschaft von, genau. Jetzt kommt Maras Einsatz. Auch nicht auf Zack. Ich? Von mir San Rot oder sowas. Stern des Südens. Sterne Süden, sag ich doch. Nah dran, oder? Tschüssi. Auf jeden Fall. Tschüss.